So, was ist jetzt da los? Was ist jetzt da los, frage ich mich. Eben, deswegen ja. So bald in der Früh schon so viel Leute auf. Das ist gelungen. Das stimmt was nicht. Gibt es irgendwo etwas umsonst oder was? Ich verstehe die Frage nicht. So, grüß Gott beieinander. Da war ich wieder. Ausnahmsweise. Nach meiner Social Media Abstinenz. Wie geht's euch denn? Alles fit bei euch? So, erst einmal einen Haufen eingerissen, wie ein bekannter anderer bayerischer Streamer jetzt sagt. Mr. Werb, Mr. Billinger, Mr. Herbert, Mr. Sam Cromike, Mr. Ja genau, das war's. Nein, der Mr. YBO ist auch noch da. Grüß Gott beieinander. Wie geht's euch denn? Halt, haben wir gut drauf. Oh, da kommt die Flashback einsetzende Musik von Dragon Ball Z. Da fühlt man sich schon direkt heimisch. Der frühe Handpanzerfahrer hält den Wurm. Ja, genau. Ausrufezeichen geschubst. Das hört irgendwie, das geht genauso ab, wie es aufgehört hat irgendwie. Also komplett strahlt einfach. Also ich merke, wir haben gut drauf. WB Gamer Bazi, merci dir, Mr. Werb. Merci. Schön, dass ich wieder da bin. Wahrscheinlich auch schön, wenn ich wieder gehe. Ich weiß auch nicht. Er ist jetzt ein vierfacher Super Saiyajin. Und wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. D4 MPFE-Zug, D4 MPFE-Zug, D4 MPFE-Zug. Aha. Mr. Herbert, den Alert hättest timing-technisch mit der Musik gar nicht besser treffen können. Merci für dein Reset. Du bist auch schon 4 Monate bei uns dabei. Leg mich am Arsch. Weiterhin willkommen in der Bazi und viel Spaß mit den Mods, mein Freund. Merci dir. So. Ausrufezeichen, genau. Der Verb schreibt schon Ausrufezeichen geschubst. Sehr gut. So, ich kann mir gut vorstellen, dass sich der eine oder andere in dem Haufen fragt, hey, was war in der letzten Zeit los? Wo bist du gewesen? Wieso, weshalb, warum? Social Media Abstinenz? Ist irgendwas vorgefallen? Ja, einiges. Mehr als mir lieb war. Ich bin mir jetzt bis vor 10 Minuten selber nicht sicher gewesen, ob ich was sagen soll dazu. Aber da man sowieso denken kann, dass das eigentlich ja jeder irgendwie ein wenig wissen möchte. Ja? Und es ist ja auch jetzt nicht etwas, was absolutes Tabuthema ist, über das ich jetzt nicht spreche, wegen da, sag ich jetzt einmal. Halten wir es kurz und knapp, ich habe einen Todesfall in der Familie gehabt. Meine Oma ist letzte Woche gestorben. Sie ist nicht plötzlich gestorben, sie war die letzten 3 Monate schwer krank. Und sie hat halt jetzt einfach die letzte Woche dann gesagt, so, und jetzt ist alles geregelt, ich los jetzt aus und geh. Deswegen sind die Streams letzte Woche am Mittwoch, da war bin ich da genau an der Stelle gesessen, hab schon alles hergerichtet gehabt. Und dann kriege ich einen Anruf, hey du, müsst jetzt bitte schon kommen, die Oma ist gestorben. Genau, deswegen habe ich jetzt dann für mich selber auch gesagt gehabt, ich mache jetzt einmal Social Media Pause. War auch wahrscheinlich ganz gut, war auch richtig so. Und ja, jetzt passt es auch wieder, jetzt ist wieder alles in Ordnung, jetzt geht es genauso weiter, wie wir aufgehört haben im Endeffekt. Also es braucht sich jetzt keiner irgendwie schlecht fühlen oder irgendwie meinen, dass er jetzt Mitleid haben muss oder sonst was. Das Leben geht einfach Hand in Hand mit dem Tod und irgendwann müssen wir halt alle gehen und das muss man einfach so nüchtern betrachten, wie es ist, so leid es mir tut. Ja, mir wird es natürlich anders auch viel lieber gewinnen, aber es hilft halt leider nicht. Ja? Nun ja, dann herzliches Beileid und RIP. Merci dir, Herbert. Also es braucht jetzt, wie gesagt, braucht es jetzt nicht runter da, es ist so wieder alles tutti fein, es passt wieder alles, ich bin wieder genauso so lustig und so cool drauf, also denke ich mal, wie davor. Und ja, also braucht sich jetzt nicht keiner irgendwie, was Witze angeht oder sonst irgendetwas, das Kind jetzt da ganz normal reinflexen, sonst war ich nicht da. Ja? Wenn ich noch nicht so weit war, da ich jetzt nicht da sitzen. Ja, sagen wir es einfach so. Mein Opa ist die Woche gestorben und jetzt hab ich Corona noch. Jetzt hast du noch Corona. Mr. Shader, erst einmal ein herzliches Beileid da an die. Und schau, dass du schnell wieder fit wirst. Ja? Da können sie ja 2 direkt hinten. Genau, deswegen haben wir halt einfach so. Ich hätte schon Streamer können. Ja? Das war nicht das Problem gewesen. Das hätte ich schon können.
auch zwecks der Ablenkung, aber da weiß ich einfach, aufgrund von der Community, die wo da hockt, da fragt irgendwann einfach einer nach, einfach aus Sorge und fragt, hey Bazi, was ist los? Ja, das brauche ich eigentlich gar nicht vormachen, dass ich so tue, wie wenn nichts war, weißt du schon? Und deswegen haben wir mal gesagt, hey, ich lasse jetzt 5 Grad stehen, ich nehme jetzt einfach Zeit für mich, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Und dann komme ich einfach zurück, wenn es wieder passt. Und das ist, glaube ich, der einzig richtige und vernünftige Weg gewesen. Und ja, jetzt bin ich halt wieder da. Genau. Weißt du, guten Morgen. Ich hab natürlich mit dem einen oder anderen vorher, also die haben das vorher schon gewusst, was Sache ist. Ja. Aber. Nein. Wie gesagt, es hätte nichts gebracht, wenn ich mich da her sitze und so tue, wie wenn nichts war. Ja, weil, wie gesagt, es hätte mindestens 10 Leute hätten das gespannt, weil es mich einfach kennt. Ja. Von daher, aber. Naja, also das war eigentlich der wesentliche Grund, wieso ich jetzt die letzten 1,5 Wochen überhaupt nirgendwo zum Sagen war. Ich war weder auf Twitch, noch auf Discord, noch sonst irgendwo. Das einzige, was ich da hab, war ein wenig auf YouTube, dass ich mir da Videos oder sonst was angeschaut habe, wenn ich die Zeit gehabt hab dazu. Beziehungsweise, wenn ich einen Kopf gehabt hab dazu, so muss man es eigentlich sagen. Aber ich war sonst nirgendwo irgendwie aktiv oder sonst irgendwie in die Richtung. Genau. Der andere Grund eigentlich, es hat ja eine Woche davor schon so ein bisschen angefangen, aber das hat rein gar nichts mit dem zu tun gehabt, sondern einfach auch mit dem Tennis. Ja, ich war viel mit dem Tennisspielen unterwegs, ich war viel so unterwegs. Deswegen war ich da davor einfach auch schon nicht mehr ganz so stark streaming-technisch unterwegs. Und dann ist halt das mit der Oma noch erschwerend dazugekommen. Ja. Aber jetzt denke ich mal, also ich hätte jetzt eigentlich nicht gerechnet, dass ich heute schon zum Streamer komme. Ich hätte eigentlich vor morgen gar nicht damit gerechnet. Aber weil ich heute eigentlich hätte arbeiten müssen. Aber naja, der Krieg wirkt sich auf unsere Firma schon langsam auch aus, habe ich so das Gefühl, weil gestern hat der Meister vor mir gesagt, hey du, wir haben ja kein Material mehr, du kannst daheim bleiben. Naja, Samstag arbeiten, bin ich natürlich brutal grantig, dass ich da nicht in die Firma fahren darf. Also das kann man sich bestimmt denken. Und ja, deswegen haben wir gedacht, was tue ich jetzt am Samstagvormittag? Was kann man jetzt besser tun, als mit Blödsinn ins Internet setzen? Also denken wir, hey, streamen wir halt spontan heute, weil warum denn nicht? Sehe ich keinen Grund nicht zum Streamen. Mal wieder. Wird mir heute ein wenig locker angelassen. Ich sehe gerade, Twitch hat auch wieder einige Sachen. Gehen. Da oben ist bei den Aufrufen ist irgendwas ein Dreieck, das schaffen sie jetzt scheinbar ab. Ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, wenn du da mal eine Woche oder 2 Wochen nicht da bist, dann kommst du vor, wie wenn es an dir Tag wenn was so gefühlt. Das wird sich auf uns alle leider noch ordentlich auswirken, aber wir müssen uns auch ablenken irgendwie, ja. Es hilft nicht, in allen Belangen muss irgendwie weitergehen. Da kommst du nicht drum. Erstens mal beeinflussen kannst du es sowieso nicht, abgesehen davon. Und du musst es nehmen, wie es ist. Klar, da kann man. Freilich kann man sich aufregen und man kann sich einmal, ja, mal ein wenig in Rage versingen, sage ich mal, aber am Ende des Tages müssen wir es einfach nehmen, wie es ist. Die Viewerlisten für Nicht-Mod-Streamer schaut ja kacke aus. Was für Listen meinst du jetzt da? Das haben wir, ja, wie gesagt, ich hab mich die letzten 2 Wochen überhaupt nicht mit Twitch befasst. Also wirklich unter null. Unter null. Ich weiß überhaupt nicht, was soll. Ich hab mir vorher OBS da irgendein Update ins Gesicht geschmissen. Das habe ich halt noch geschwind gemacht, in der Hoffnung, dass sie jetzt nicht irgendwas versteht oder also wenn irgendwas hier ist, dann sagt sie mir's bitte. Aber ja, wie gesagt, ich hab keinen Plan von irgendwas, was aktuell so Phase ist. Viewerlisten im Stream lauter einzelne einklappbare Elemente, absoluter Bullshit, davor war es einfach eine Listen. Ach so, das meinst du? Warum? Warum macht man sowas? Ich verstehe das nicht. Verstehe nicht. Gibt es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, über die ich nicht Bescheid weiß und die, wo ich vielleicht wissen soll? Was gibt's denn eigentlich bei euch Neues? Ja, sagen wir mal so. Ich meine, kurze Ding. Bitte meinerseits noch an euch, dass wir mit das Thema Social Media Abstinenz und so weiter abschließen können. Leute, behandelt es mir einfach so, wie ihr es mir davor auch behandelt habt. Ja? Also lasst jetzt bitte nicht den Grund, den ich eigentlich vorher gerade gesagt habe, jetzt nicht auf einen Opfer und sagen, ja, jetzt holt er mich mal bitte zurück, ja? Weil ich ja jetzt nicht weiß, wie, Nein,
Seid's einfach so, wie es davor auch gewesen hat. Ja? Dort's einfach so, wie wenn nie was da war, nie was passiert war, wie wenn ich nie weg gewesen war. Ja? Es ist in Ordnung. Wenn es nicht so war ich jetzt nicht da. Ja? Es ist abgeschlossen für mich und das passt. Ja? Mir ist einfach nur wichtig, dass der Community, dass der Haufen genauso geschubst bleibt, wie er davor war. Ja? Das ist, oder, ja, dass sich das einfach nicht ändert. Das war mir einfach am wichtigsten. Zurückhalten ist bei mir nicht ein All or Nothing. Das ist genau so. Genauso möchte ich das hören. Genauso möchte ich das hören. So. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht. Also ich hätte jetzt eigentlich vor, dass wir ein bisschen Elden Ring noch spielen nachher in ein paar Minuten. Oder ich möchte jetzt eigentlich noch ein wenig mit den reden, weil ich schließlich auch vorhin wissen möchte, was bei euch so Phase war die letzten 2 Wochen. Weil ich wirklich gar nichts mitgekriegt habe. Und dann hätte ich eigentlich vor, dass wir ein wenig Elden Ring spielen. Ich weiß absolut nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ohne Scheiß, ich habe die letzten 2 Wochen außer vorgestern ein wenig Formel 1 gespielt. Ich habe kein Elden Ring nicht gespielt, gar nichts. Null. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich weiß, dass wir irgendwann noch so einen roten Riesen verhauen haben. Das weiß ich noch. Aber ob und wie es jetzt weiter, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich werde halt so wahrscheinlich in Elden Ring so dermaßen einen Arsch versohlt kriegen, weil ich es nicht mehr kann. So, wahrscheinlich. Mr. Price, einen wunderschönen guten Morgen. Wann spielt der endlich was? Gleich. Noch ein paar Minuten Zeit lassen und dann spielen wir. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht genau, wie lange ich heute stream. Es wird nicht übertrieben lang, ja. Aber ich sage einmal so bis um eine halbe 1 in etwa, halbe 1, vielleicht 1 und dann. Ich muss nämlich noch einkaufen von. Und auf das freue ich mich eigentlich schon die ganze Woche. Wir haben nämlich heute Nachhol-Weihnachtsfeier auf unserer Abteilung. Es könnte passieren, also ich hätte eigentlich vor, dass ich morgen auch stream. Am Nachmittag irgendwann. Aber es könnte passieren, dass ich heute noch so dermaßen eine Desynchronität in meiner Legend habe, dass ich morgen wahrscheinlich in der horizontalen mich befinden werde. Ja? Das weiß ich aber noch nicht. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Ich weiß schon, dass sie ein paar Bosse verändert haben. Ich weiß nur vom Radan. Da habe ich tatsächlich was gelesen. Das war, wann war denn das? Wann ist denn der Patch gekommen? Gestern oder vorgestern? Weil den haben sie und die wollten einfacher machen und dann haben sie gleich wieder nachjustiert und haben ihn wieder schwerer gemacht. Das ist aber auch das Einzige. Mehr weiß ich von dem Spiel jetzt aktuell nicht, was Updates angeht. Ich weiß nur, dass bevor ich das letzte Mal aufgehört habe, Elden Ring zum Streamer, haben sie noch einen Patch gebracht, der wo einige Waffen genervt hat und auch teilweise ein paar Waffen gebufft haben. Eine, die wo ich jetzt auch unter anderem spiele. Die Magiewaffen da, wo du irgendwie so eine Art Kamehameha machen kannst, ich nenne es jetzt einfach so, die haben es massiv genervt, weil du hast scheinbar Bosse getuschattet. Auch irgendwo gerechtfertigt, weil die hätte ich nämlich nur probiert gehabt. Aber ansonsten weiß ich jetzt nicht, welcher Boss wann wie in welcher Form gebalanced worden ist oder auch nicht. Aber das werde ich, denke ich mal, jetzt dann herausfinden, wer stark ist und wer nicht. Keine Ahnung. Das ist Vorsatz. Ja, das heute auf alle Fälle ist Vorsatz, vor allem weil es ein Reindelesen gibt. Da kann ich nicht aus, hallo. Das ist halt, das mache ich Sachen, eins geht nicht ohne den anderen, ja. Reindl ohne Bier, stehe ich nicht. Was so passiert ist die letzten 2 Wochen, ich habe bei einer anderen Firma angefangen zum Arbeiten, bis jetzt taugt es mir voll. Mr. Verb, das hört man ganz gern. Aus was bist du jetzt beschäftigt, wenn ich fragen darf? Ja gut, aber das, wie gesagt, weil wir das mit den Waffen, das ist jetzt ungefähr 2 Wochen her oder 3 Wochen. Kann ein wenig länger sein. Ich hab was Zeitgefühl angeht ohnehin noch nie so wirklich den Draht gehabt. Aber das ist halt das Einzige, was ich halt so massivst noch voll mitgekriegt habe. Weil ich eben offstream ich habe ja offstream manche Builds ausprobiert, unter anderem auch den Doppelschwert-Blutungsbild, den ich jetzt spiele, mit den 2 Schwertern, mit den neuen. Das probiere ich offstream vorher aus und schaue, wie es mir taugt. Und dann gehe ich halt on-stream ein ins Viech, so auf die Art. Und bei dem Magiebild, den hätte ich auch probiert und dann, just in dem Moment, wo ich meine Attribute neu verteilt habe, meine Waffen ausgerüstet habe und so weiter und wollte gerade zu dem ersten großen Viech rennen und wollte es probieren, hat sich später gemacht, weil Update kommt. Ja? Dann war das Update fertig, ich teste die Waffen, ja, wie, die macht keinen Schaden. Ja? Dann lese ich mir Patch Notes durch, ja, die Waffe ist genervt worden. Ja, denke ich mir, ja toll, danke für nix, du
Du Arschloch, du. Aber mei, geht halt manchmal blöd her. Dann haben wir eben den Blutungsbild gesucht. Wenn sie den jetzt natürlich auch genervt haben, dann, ja, dann haben wir halt ohnehin ein Problem. Weil, wie gesagt, ich hab die letzten 3 Wochen nicht meine, oder die letzten 2 Wochen nicht mehr in Elden Ring eingeschaut. Beziehungsweise, stimmt nicht ganz, ist gelungen. Ich war am, ich glaube, ich war am Dienstag kurz drin, aber nur zum Schauen, ob irgendwelche Updates, ja, wegen Steam und so weiter, weil das ist ja manchmal nicht aber so ganz ohne die Geschichte. Ja. Aber ansonsten, ich hab nichts gespielt und gar nichts. Ich weiß auch nicht einmal mehr, wie mein Charakter ausschaut, abgesehen davon. CNC Maschinenbediener bin ich tue Blech abkanten. Ah, dann bist du quasi in der nahezu gleichen Branche wie ich. Sehr schön. Metallbranche beste. So. Ich weiß natürlich auch nicht, wie lange Elden Ring noch geht. Ich weiß, was ich noch weiß, ist, wir haben noch ein optionales Gebiet. Das haben wir irgendwann noch entdeckt. Aber ob und wie es weitergeht, ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, haben wir noch 5 Stunden, haben wir noch 50 Stunden, haben wir noch 10 Stunden? Ich nix wissen. Geht nix über Gastro. Ja, ohne Gastro hätte man nichts zum Essen, das war auch nix. So. Nein, wir schauen auch, spielen wir wegen. Ein paar Worten da eh schon drauf. Ich glaube, ich lasse mir heute mal massivst einen Arsch versollen in Elden Ring. Ich hab's so ganz dumpf im Urin, dass ich halt böse verhauen wird. Du tust die letzten 2 Wochen Naruto Shippuden suchen. Ist auch nicht verkehrt. Ja? Werden wir nächste Woche weiterspielen, glaube ich. Ja, normal spielen wir nächste Woche weiter. Weil falls ich morgen stream, falls mein Zustand morgen zulässt, dass ich stream, ja, möchte ich Elden Ring noch weiterspielen. Ich sage jetzt mal so, ich möchte jetzt eigentlich schauen, dass wir Elden Ring schon langsam, aber sicher mal zum Ende bringen. Nicht, weil es mir nicht taugt. Ja? Das ist ein massiv geiles Spiel. Eines der besten Spiele, was die letzten Jahre erschienen ist. Kann ich jetzt auch vorwegnehmen. Ich glaube, da werden mir nur wenige widersprechen. Aber es wird halt auch langsam für den Stream langsam Zeit, dass wir mal wieder was anderes einbringen. Ja? Ich glaube, Elden Ring spielen wir jetzt seit Ende Januar oder wann ist es rausgekommen? Februar? Ich weiß nicht mehr genau. Aber das begleitet uns jetzt auch schon eine ganz schöne Zeit. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, dass wir Elden Ring die nächsten, ja, sag ich mal, 2 Wochen über Ostern auf alle Fälle, dass wir das irgendwie durchbringen. Wenn natürlich da jetzt irgendein Boss kommt, der wo mir da 8 Streams aufhält, weil er so dermaßen overpowered ist, ja gut, das kann ich jetzt nicht beeinflussen, aber es wäre mal angedacht. Ja? Damit wir wieder ein bisschen einen frischen Wind kriegen. Aber ich glaube, Elden Ring ist schön zum Zuschauen. Was ich bisher so gehört habe. Also ich selber schaue es ja auch gern bei jemand anderen, der wo jetzt nicht unbedingt weiter ist wie ich. Millennia. Mr. Shadow, Vorsicht. Ich kenne den Namen nicht. Ich weiß nicht, wann er kommt oder was das ist oder wer oder keine Ahnung. Vorsicht. Ja? Bitte nicht spoilern. Ich bin noch nicht so weit. So. Leute, ich mache jetzt mein Spiel auf. Ist das okay? Ich glaube, das ist okay. Einfach nur ein zweites Spiel dazu und passt dann schon. Ein zweites Spiel dazu. Ach so, ja. 2 Spiele laufen ja ohnehin immer. Aber, ja, theoretisch, ich wüsste jetzt auf Anhieb, glaube ich, nicht sofort, wo sie noch Elden Ring spielen hat. Natürlich Assassin's Creed 2. Auf das ich eigentlich schon Bock hätte, so. Das war ja schon installiert, abgesehen davon. Ich hätte ehrlich gesagt mal wieder Bock auf eine Nuzlocke-Challenge tatsächlich, aber da muss man dann schauen. Wie gesagt, ich kann auch keine konkrete Aussage nicht machen, wie lange wir mit Elden Ring noch brauchen. Ich habe keine Ahnung. Aber das, wie gesagt, das wird man relativ frühzeitig herausfinden. So. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ich halt böse auf meinen Bananenschädel kriege, weil ich absolut raus bin, was Elden Ring angeht. So. So, Spei, kannst du jetzt bitte mal aufmachen? Bitte, danke. Merci. Schön. Steam hat Bock, das ist gut. Das ist gut, wenn Steam Bock hat. Wahrscheinlich soll ich jetzt auf Holz klopfen, weil, ne, verschreien und so. Ah, der Beidel haben wir auch. Das läuft da wie geschmiert. Wenn wir noch einen Ton haben? Haben wir einen Ton? Hallo? Ton wo? Oh, ein Traum! Funktioniert, wie wenn ich weg bin.
Ja, oder auch nicht. Nein, jetzt. Die letzte Sitzung wurde wahrscheinlich... Ja, heute halt futzen. Wird schon gehört. Da ist mir Dennis dann nie irgendein Spielstand flöten gegangen bei sowas. So. Schauen wir mal. Ich weiß nicht. Ich bin da stehen bleiben? What? Ich brauche noch 7000, dann hätte ich einen Wunsch. Oh, okay. Ja. Machen Sie sich mal Gedanken, Mrs. Wifey. Wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Warum bin ich da zum Fick? Was mache ich da? Ich verstehe die Frage nicht. Jetzt, Moment, jetzt muss ich erst mal ein bisschen Brainstorming machen. Was ist jetzt überhaupt, was haben wir jetzt überhaupt erledigt? Da haben wir letztens noch so einen Boss da. Da haben wir den Riesen da zusammengezipft. Der war abgesehen davon ziemlich cool war, aber war halt jetzt einfach auch nicht allzu schwer. So, da habe ich ein Feuer, genau, jetzt, aha, Flashbacks kommen, da. Da habe ich einen Ort der Gnade entdeckt und da hat mir die Frau, also das Weiberleut, die Melina, glaube ich, heißt es. Ich weiß nicht mehr. Die hat mich gefragt, ob ich irgendwas machen will und dann war ich mir nicht sicher, ob dann das Spiel endet. Ja? Weiß ich nicht. Weiß ich auch bis heute nicht. Und dann habe ich gesagt, wir könnten uns jetzt vorher noch da in dem Gebiet da umschauen, weil das scheint scheinbar ein optionales Gebiet zu sein. Das haben wir auch zufällig gefunden. Geheimfahrt zum Heiligbaum, da geht es dann scheinbar nochmal in irgendein neues Gebiet, offensichtlich. Ja, da ist auch irgendein Straß, was ich da so sehe. Inwiefern das schwer oder nicht schwer ist, weiß ich nicht, aber das schauen wir uns jetzt einfach an. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan. Das bei dem Kessel da, das möchte ich jetzt lieber noch nicht machen, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, ob es da noch Spiel vorbei ist oder nicht. So, jetzt muss ich mich erst ein bisschen orientieren. Genau, ich habe da auf alle Fälle den Blutungsbild. Wie viel goldene Saat haben wir überhaupt? Das war mal das Interessante. 5. Das müsste doch eigentlich für eine Flaschen gelangen, oder? Hast du mir doch schon gesagt, Plagtail. Wenn das noch aktuell ist. Flaschenaufladung hinzufügen. Das müsste 5, ja, 6 ist da. Mehr Heilung ist mehr gut. So. Geweihtes Schneefeld. Am liebsten da ich jetzt schon wieder umdrehen, weil ich wieder unter Null sehe. Keinen Meter weit. Springt mir bestimmt auch wieder irgendein so ein Mistviech an. Warum leicht ist? Das Brothers hättest du vorgeschlagen. Ja, aber was du vorschlagst, schlagst du vor. Ganz einfach. Zeit mir den Pfad, o sanfte Strahlen. Aha, okay. Im vereisten Pfad zum Heiligbaum. Erstens einmal strahle ich nicht und zweitens einmal weiß ich überhaupt nicht, was für ein Baum du meinst. Das ist das nächste. Und warum hast du das Mai eigentlich oft? Das ist die andere Frage. Ja, toll. Wie soll ich jetzt wissen, wo es lang geht? Das freut mich schon wieder nicht. Das freut mich, da fangst du an und wirst gleich wieder mit 10 Sachen konfrontiert. Da gelangt mir schon wieder. Ich gehe jetzt einfach mal der Straße nach, weil das hat scheinbar noch nie geschaut. Oh, das ist Ort der Gnade. Sehe ich von da. Oh, hier Steps. Das ist halt auch mies, weil ich keinen Meter sehe. Da kann jetzt da vor mir etwas stehen und ich weiß nicht einmal was davon. Der Fahrlehrer hat gesagt, wenn nichts sagt, fragst du geradeaus, genauso ist es. Ah, da ein Gestalten, da siehst du es. Schnitzelt man mal weg. Ja, die ersten 3 haben wir schon umgehauen, ja? Läuft eh schon wieder übergeschmiert. Ich war aber trotzdem dafür, dass da jetzt einmal ein wenig lichter wird, weil ich sehe nichts. Ich mag etwas sehen. Oh nein, da haben Wölfe.
Handbüchel. Ja, mach Sitz und halt die Klappe! Ah, da hinten ist irgendetwas. Da geht einer mit einer Fackel umeinander. Ah, da oben ist ein Kartenfragment, das ist gut. Das holen wir uns. Freunde, das Kartenfragment, das holen wir uns. In die Richtung. Bin mir zwar ziemlich sicher, dass das Ding nicht unbewacht ist, aber gut, ja, da geht's wahrscheinlich ziemlich massiv weit nach unten. Ja, da ist der gestörte Hund. Halt die Klappe! Oh, da schießt wer mit einem Pfeil. Ah, da. Alter, der reizt sogar auf einen Wolf. Macht Frostschaden. Oh. Alter, der nervt mich ganz schön. Der hat's in sich. Müsste sein Ching, aber der Mod sogar der Merci fürs Umstellen für, vom Titel und vom Spiel. Vom Spiel. Dankeschön. Ja, ich geh jetzt einfach mal da lang, irgendwo wird schon nach unten gehen, ohne dass ich stirb. Da schaut's mir gut an. Da schaut's mir gut an. Raureif Kristallknospe. Oh Gott, was ist denn das? Aha. Die schießen da einfach einmal, ohne Vorwarnung. Okay. Ah, ich kann da mit meinem Pferd rein. Ja, toll, schön. Du sagst halt keinen Meter. Ich weiß nicht, wie weit das da oben geht. Ah, da geht's nicht so weit. Das ist gut für mich. Hey, da wird's aber Lichter jetzt, da schon her. Ja, das ist schon eher. Genau, so möchte ich jetzt zeigen, wenigstens mal wieder etwas. Das ist gut. Das ist gut, da sagen wir etwas. Da bin ich gern. Weil mal ein wenig besser anschauen, die ganze Geschichte. Ach du Scheiße, das ist ja auch so riesig. Okay. Also ich tippe mal, dass wir wahrscheinlich da irgendwie her müssen oder her kannten. Da ist wahrscheinlich wieder irgendein so ein riesiger Bossgegner, weil warum sollte da keiner sein? Das darf mich ja wundern. Und dann geht's da wahrscheinlich irgendwie einer. Und das ist wahrscheinlich der komische Heiligbaum oder was auch immer das sein soll. Keine Ahnung, da geht's auf alle Fälle her, weil da ist auch irgendeine so eine Burg oder was das sein soll.
Werden wir rausfinden. Ich sitze mir jetzt da einfach an meinem Marker. Da ist wieder so ein Reiter. Ah, und da muss ich. Achso, da ist eh schon die Burg. Na, verpiss dich! Hau ab! Ich helfe heute schon. Also klar, oder? Da hinten war der Ort der Gnade gewesen. Ja, okay, bitte. Alles hilft ihm nicht. Da hinten war Ort der Gnade. Ja, okay. Den ignorieren wir jetzt einfach mal auf dezent. Boah, kurzer Gras Elektron. Ja, das ist Spey. Das ist Spey. Den hab ich auch gerade, den Leck. Brauner Spey, ich bin so kurz davor, Elden Ring durchzukaufen. Mike, tu es. Tu es einfach. Tu es einfach. Ist ein wunderbarer Spey. Wenn du Hilfe brauchst, brauchst du es einfach gerade sagen. Es ist, für alle, die strugglen, es ist tatsächlich, ich darf schon fast sagen, ein anfängerfreundliches Souls-Spey. Also mit Elden Ring kannst du halt nicht viel falsch machen. Du kriegst einen Haufen Spey fürs Geld. Das auf alle Fälle. Nein, Mozart, er soll definitiv nicht Sekiro nehmen als erstes Soulspey. Ja? Den Fehler hast du gemacht, aber den sollten nicht andere nicht machen. Sei kauft sie Hello Kitty, soll auch nicht verkehrt sein, ich gehört. Achso, der ist friedlich. Das ist einmal was Neues. Ein Gegner in Sekiro sag ich schon fast. Ein Gegner in Elden Ring, der friedlich ist. Ja, jetzt bin ich da und jetzt, was ist jetzt da, was soll ich da jetzt machen? Das Warhammer ausprobieren? Das ist doch das, was, das darf ich jetzt nicht sagen. Das darf ich jetzt nicht sagen. Ja, wobei, eigentlich war es wurscht, weil die wissen das eh alle. Das ist doch das, was der Birger jetzt gezeichnet hat, oder? Das Video da mit dem Moiner. Ist das das? Oder ist das wieder was anderes? Das kann sein, dass ich das gerade verwechselt. Days Gone, Ready or Not und Elden Ring sind gerade auf der Kandidatenliste. Days Gone, Ja gut, sind nicht zwei komplett... Geräuchertes, belebendes Fleisch, ja sehr gut. Mehr Fleisch ist mir gut. Sind nicht zwei oder eigentlich drei komplett unterschiedliche Spiele. Aber wie gesagt, Elden Ring... Es ist halt massiv viel Spiel fürs Geld. Also das auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt? Was ist jetzt mit dir Phase da? Untersuchen. Er hält die 4 Figuren im Siegelgefängnis.
Was soll ich jetzt 4 Bosse machen? Ist das dein scheiß Ernst, oder was? Jetzt weiß ich ja, warum da ein Ort der Gnade war. Total War Warhammer. Ach, das ist aber nicht... Ist praktisch vom selben Ding, aber... Also das Total War Warhammer ist das, was der Bürger zeichnet, oder aber halt die Spiele... Dingens, Integrierung, oder wie der wir das verstehen. Das Warhammer war immer sonst und der Bürger dort mit dem Tablet... Ah! Bahnhof? Da ist jetzt einfach fucking Nacht. Was soll 4 Siegelgefängnisse öffnen, oder was? Oder 4 Statuen erwecken? Jäger Tabletop, Wi-Fi PC, ja. Er hält die 4 Figuren im Siegelgefängnis. Ach, du meinst wahrscheinlich so eine Figur wie da hinten, oder was? Wollt ihr mal Pferd rufen? Natürlich nicht. Oh nein, ist das jetzt so ein Jump-Run-Passage-Dings? Ja gut, lieber das als wie ein unfassbar starker Gegner. Das müssen wir halt mal schauen. Da hinten ist auf alle Fälle... Da hinten ist auf alle Fälle so eine... So eine Figur, wenn ich das richtig sage. Ja gut, da schauen wir jetzt mal, das werden wir schon finden. Vier Figuren erhellen, okay. Ich wollte gerade sagen, ich hab da irgendwas gesehen. Jetzt weiß ich auch, was war. Der schleicht da noch irgendwo umeinander. Ich sag, ich hör's doch. Da ist er. Ja, das war ein Wunder gewesen, wenn das nicht ohne Gegner gegangen war. Ich sag halt absolut nicht, wo der Gegner ist. Aber wenn es so jetzt sichtbar werden darf. Okay. Der hat einen unsichtbar machenden Tarnumhang. Gut, wissen wir das auch, dass das nicht so einfach wird, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Und ich denke mir schon, warum haben da alle so friedlich? Das kann nicht einfach so gewesen sein. Du bist jetzt... Ja! Ja, jetzt pass auf. Jetzt weiß ich ja, dass der Depp da ist. Ja, das weiß ich ja jetzt. Das heißt, ich kann jetzt ganz anders an die Geschichte angehen. Und ich schwöre bei Gott, den nehme ich hab's. Und wenn's das letzte ist, was ich tue. Days Gone und Elden gekauft. Sehr gut. Sehr gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder wenn es irgendwo Tipps oder sowas möchtest, dann rennst du einfach. Das kriegen wir schon. So, jetzt pass auf, jetzt hauen wir den, jetzt darf ich mir vorschlagen, jetzt hauen wir den Zip für Adam unten zusammen. Kann man die aufmachen, oder? Nein, natürlich nicht. Total War ist eine Spielreihe, die ursprünglich historisch angehauchtes WW-RTS-Spiel, aber mittlerweile ein Warhammer dabei hat. Okay. Der YBO ist unser absoluter Informant, was Spielereien und so weiter angeht. Ja, der weiß ungefähr gefühlt alles über Spiele. So, wo ist jetzt der Zip für Adam? Da ist er. Der kommt da, kommt schon auf mich zu. Nein, du backsteppst mir jetzt nicht. Das kannst du aber voll vergessen, gell? Man kann auch nicht anvisieren, den Drecksack, den. Und schnell ist er auch jetzt auch. Ich sag den Gegner nicht, ich weiß nicht, wo der Gegner ist. Okay, der wird eine Zeit dauern. Der könnte ein Weilchen dauern.
Weil du kannst nicht mal anvisieren, den Idioten. Vielleicht auf einen Schneefädel kämpfen. Ja, das war da eine Möglichkeit. Du hast jetzt gar nicht einmal so Unrecht. Du hast jetzt gar nicht einmal so Unrecht. Gut, ist nicht so, dass die 21.000 Runen jetzt so relevant werden, weil ich brauche über 150.000, um aufzusteigen. Wenn ich mich nicht komplett irre. Der Rumstep-Sepp. Der Rumstep-Sepp. So, mal schauen am Schneefell, wo er rumsteppt, der Sepp. So, Django, du kommst jetzt einmal mit. Jetzt drehen wir mal einen Mozok seine Seiten auf, da, gell? Ah. Den zeigst du nicht, Kämmer. Ah, im Schnee nicht. Alter, das ist OP, den zeigst du nicht. Der ist halt unfassbar flink. Und der hält auch unfassbar viel aus, wenn ich das richtig sehe. Jetzt warte mal, ja, da ist ein Sackgasse. Jetzt bin ich wahrscheinlich gleich wieder hier, aber es hilft ihm nicht. Mal erst einmal die Biege da. Jetzt müssen wir erst mal heilen. Kommt der jetzt? Ja, er kommt. Er denkt sich wahrscheinlich, der voll der Pschei, wie er daneben schluckt. Du sagst ihn halt überhaupt nicht. Du sagst den Typ nicht. Ja, das sind so Waker, die sagst du so Sekunden ungefähr und dann wenn du da hinschlagst, ist aber schon wieder ganz woanders so. Also, kommt man gerade zumindest so 4. Ich glaube, dass das der einzige ist, der wo da rumrennt, weil da warten schon 5 andere gekommen. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Aber den kriegen wir schon. Den kriegen wir schon. Freunde, das hilft ihm nicht. Der muss weg. Weil der behindert uns sonst die ganze Zeit. Und auf das habe ich dezent keinen Bock nicht. So, und vermutlich, wenn wir die Siegel gemacht haben, können wir da oben durch das Stil durch. Geht nicht. Ich kann einen Helfer nicht rufen. Das geht nur, wenn links auf dem Bildschirm so ein Symbol ist, also ein Torsymbol praktisch. Dann kann ich einen Helfer rufen. Ja, aber den kriegen wir schon hier. Jetzt hätten wir eh schon fast gehabt. So, da kommt er auf alle Fälle. Der war doch vorher gerade eben nur da herunter. Wie kann der so schnell da raufkommen? Ja, es lässt die. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, Mozok. Kommt mir bekannt vor, in Dark Souls 1 gibt es auch einen Boss, der unsichtbar ist. Ja. Das ist so ein roter Faden, der zieht sich durch die Souls-Spiele einfach durch. Also manche Mechaniken findest du immer mal wieder. Aber da ist auf alle Fälle Blutung the way to go. Also mit dem magischen Blutungsangriff. Da meine ich, da reißt mir schon ganz schön viel. Magie habe ich nicht. Also bis auf den Blutungsangriff. Hört man den Steppen? Man hört den Steppen, aber man sieht ihn nicht.
Aber den kriegen wir schon. Da tun wir jetzt, da tun wir jetzt mal überhaupt nicht runter. Da vorne ist er. Ah, jetzt haben wir ihn schon fast, siehst du das? Einmal Usain Bolt machen. Warum ist der so schnell? Der ist sauschnell. Okay, aber fast. Fast haben wir gut. Fast. Fail geht ihm nicht mehr ab. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Trick, wie der sichtbar wird und ich kenne ihn gerade nicht. Der hat die schnellere Rennschuhe dabei. Der hat die Laufschuhe im Vergleich zu mir. Ich renn mit die, weiß ich nicht, die Ritterstulpen umeinander. Er hat die Laufschuhe. Aber andererseits kann man... Ah, los mich gehen, los mich gehen, los mich gehen, los mich gehen. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Jetzt warte ich gerade, bis dass er da kommt. Hä? Wo ist er denn jetzt? Hä? Ist er jetzt weg, oder was? Ja, scheinbar ist er weg. Ah, da ist er. Aber jetzt haben wir ihn fast. Jetzt haben wir ihn fast. Jetzt haben wir ihn fast. Weil geht nicht mehr ab. Ah, witzig, ich hab ihn gerade gehört. Ich hab ihn gerade gehört, wie er dahergestiefelt kommt. Gehen wir einfach mal in die andere Richtung. Ich säg den Spät, den Deppen, den Blähen.
Da ist er. Ah, wenn ich dann sehe, hau ihn daneben. Mei, oh mei, oh mei. Alter, ist der mies. Der ist richtig mies. Ja, der läuft schon wieder hinter mir her. Oh, wo ist denn der? Ich seh ihn nicht. Oh, ist der mies. Jetzt hätte ich ihn fast gehabt. Wer setzt denn freiwillig so einen Gegner ins Spiel? Das ist ja Wahnsinn. Der ist... Boah, er ist sauschnell. Also man hört einen Steppen, aber wenn du einen Steppen hörst, ist es eigentlich schon spät. Also man müsste ihn vorher irgendwie sehen. Ja, gib mir mal einen Tipp, weil das dauert sonst noch 3 Stunden, bis ich den hab. Aber da gibt's bestimmt irgendeine so saudumme Möglichkeit, die total einfach ist, dass der sichtbar wird. Da bin ich mir fast sicher. Also das traue ich mir jetzt fast zu sicher zum behaupten. Es gibt eine Idee, dass du sagst, okay, und was ist das für ein Item? Findet man das da, oder was? Das habe ich mir aber eigentlich fast gedacht, dass da irgendwas gibt. Was? Sentry's Torch? Was ist denn das? Ja, bis er 3 wie noch was. Also, verstehe. Jetzt, wenn du mir noch sagst, was ein Sentry's Torch ist und wo man die findet. Das ist eine Waffe. Ja, das ist eine Waffe. Gut, das hilft mir jetzt weniger. Oh, nimm das Intent. Stirb! Ja, Herrgott Seele! Das hat ja lange nur gedauert, den Deppen zusammen zu haben. Passt schon, hat so ganz erledigt. Aber wahrscheinlich läuft da noch mal irgendwo einer rum. So, jetzt kann ich da jetzt in Ruhe umschauen, ohne dass mir wieder irgendein so Vieh hochspringt. Dankeschön. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da aufkommen. Da ist auf alle Fälle einmal so eine Fackel. Da hinten. Ja, aber wie kommt... Achso. Ah, aber direkt. Ja, mir war fast bewusst, dass das Gebiet dann doch nicht unbewacht ist. Aua. Alter, die machen verdammt viel Schaden. Okay, das glaube ich, das wird schwieriger als gedacht. Ja, okay, da warten wir runterkommen, wo der andere gerade gestanden ist. Müssen wir mal schauen. Überfall, ja toll, der wird uns jetzt nicht viel helfen. Wie viel? 3 müssen wir finden, oder waren es 4? Ich weiß nicht mehr genau, müssen wir noch mal schauen. Oh, wie komme ich da auf, ey? Ah, da ist ein Lotton, sehr gut.
Da ist eine Leiter. Ich glaube 4. 3 oder 4 waren es, ja. Ah, da geht's auch noch mehr auf. Okay, da schauen wir aber jetzt mal außen rum, weil wird bestimmt wieder irgendein Hanselmann sitzen, der wo dann auf uns schießt. Hier die waren's, okay. Ja, das tut einem nichts, Motzog. So, Flamme entzünden. Aha, okay. Das war also Flamme 1. Da haben wir jetzt einmal so ein bisschen einen Überblick, was da Phase ist. Jetzt pass auf. Da ist 1. Wahrscheinlich ist da hinten irgendwo noch eine. Da oben ist auch noch eine. Und da hinten ist... Ah, die haben auf so Türme. Okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, was die Sache ist. Also 1, 2 ist, da ist die zweite hinten, da ist die dritte. Ist dann nur die Frage, wo die vierte ist. Vielleicht da unten drin, das schaut auch so komisch aus. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Das kriegen wir aber hin. Ja, der da hinten kann es gar nicht da warten, bis der es uns in den Fingern kriegt. Aua. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hinten rauf? Ah, so kommt man rauf. Du Arschloch, du Grintix. Ah. Muss man das jetzt komplett von vorn machen? Das war aber jetzt bitter. Die schützen mir einen verdammt viel Schaden. Mich aber ja, darfst du warm anlegen. Bei uns ist momentan relativ frisch. Das ist der Unsichtbarkeitssepp wieder da. Das war schlecht. Das war schlecht. Ja gut, den kann ich aber jetzt eigentlich umgehen. Ich weiß jetzt, wo ich in etwa hin muss. Aber ich will ja auf alle Fälle da das Rätsel lösen. Da bin ich jetzt addicted, okay? Ich weiß ja jetzt in etwa, wo ich hin muss. Ja, und zwar da oben. Frostfett, ja toll. Ah. Ja gut, okay. So geht's natürlich auch. Weil wenn wir schlau anstellen, müssen wir den Unsichtbarkeitsidioten da gar nicht machen. Dann müssen wir einfach nur vorher die 4 Dinge da aktivieren. So, Kerzen Nummer 1 haben wir. So. Da hinten war die zweite, haben wir gesagt. Alter, ich schwör's dir bei Gott. Du hörst ab, der Steuer mit deinen scheiß Pfeile umeinander. Die Fix. Da ist noch einer. Wo sitzt der? Wo ist der Volldepp? Die Lotte mal da hinten, okay. Ah, da komme ich von da nicht an. Müssen wir außen um. 35 Grad, ja. Da können wir nicht mithalten. War da jetzt nicht die Leute dann?
Ja, jetzt ist der andere auch wieder da, ist eh klar. Du sollst einen Gegner bekämpfen, den du nicht zeigst, mit Schützen, die wurde von oben bebaut. Oh, leck mich doch am Arsch. In Ägypten. Der Michi ist in Ägypten. Ah, belastend. Wie bin ich denn jetzt zu der Lotte nicht gekommen? Zu der anderen da. Ja, aber das wird man den erst schaffen bis morgens, als Mittag. Schaut so aus. So, das ist einmal ein Schütze weniger. Das ist ja schon mal was. So, aber wie bin ich jetzt da umgekommen? Ja, weil der sofort triggert da drum. Aber ich glaube, ich weiß schon, wie du hingekommen bin. Jetzt Moment. Ah ja, perfekt. Ich weiß gar nicht, wie warm es bei uns ist, aber vorher hat es so ziemlich kalt ausgesagt gehabt. Okay, wir haben ja jetzt, pass auf, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen eine Linie finden. Also theoretisch, jetzt pass auf, jetzt machen wir die zwei Türme, dann haben wir das zumindest schon mal. Das kriegen wir schon hin, da war's so aus. Wenn man mal akklimatisiert ist, dann passt. Ach, die brennen weiter. Ah, das ist gut. Das ist gut, wenn die weiter brennen. Das ist einmal sehr fair. Da respawnen praktisch jetzt nur die Gegner. Ja gut, das ist ein Deal, mit dem kann ich leben. So, das heißt jetzt, pass auf. Da hinten sitzt einer. Und wo war der andere? Da hinter. Okay. Und da unten ist auch noch einer, oder? Wenn du das täuscht. Ja gut. Aber... War der Brett noch runtergefallen, du. Ja, passt schon, Michi. Dir noch einen schönen Aufenthalt in Ägypten und schau, dass du gut heimkommst. Weil du wirst halt einfach von zwei Seiten komplett mit Magiepfeilen beschossen, die dich verfolgen. Aber gut, wir brauchen nur noch 2 Türme, das ist das Gute. Die Frage ist, wo ist der 4.? Den 4., den habe ich noch nicht so wirklich entdeckt, aber das wird mir auch hinbringen. Ist der 4. vielleicht gleich da drin? Das kann nämlich auch sein. Jetzt passt so wacht. Der 4. ist garantiert da drin, weil das leicht so komisch. Das heißt, wir müssen jetzt nur irgendwie an die 2 Schützen da vorbeikommen. Und dann darf es eh schon passiert werden. Wenn das umsonst ist, dann friese ich am Besen. Ehrlich. Ja genau, das ist der 3. da oben und der 4. ist garantiert da unten, da bin ich mir 100%ig sicher. Hoppala.
So, wie komme ich jetzt da ohne dass mit die Pfeilschützen-Idioten da komplett auseinandernehmen? Jetzt schauen wir mal. Da oben steht der eine und auf der anderen Seite der andere. Das heißt, ich muss da irgendwie durchkommen, ohne dass wir beide gleichzeitig treffen. Und kannst ja vielleicht einmal mit Ruine versuchen. Das war vielleicht auch eine Idee. Okay, wir haben einen Schritt weiter. Sei merci für deinen Lurk, viel Spaß weiterhin. Oder sieht man hinter sich dahinter? So, Kerze Nummer 3 müsste das dann sein. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist die vierte? Aber ich glaube, ich weiß schon, wo die vierte ist. Ja, sauber dann umgeschlagen. Die vierte ist da unten, wo der Unsichtbarkeitsidiot ist. Okay, er ist nicht da. Nice. In der Stadt wurde ein Siegel gebrochen. Ja, Herrgottseele. Sehr schön. Haben wir es doch geschafft. Ordina Stadt der Liturgien. Ah ja. Hat's mir das vorher auch schon gezeigt? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, da ist ein Teleport. Da ist ein Teleporter. Schauen wir mal, wo wir da jetzt rauskommen. Ich möchte es eigentlich, glaube ich, gar nicht wissen. Mikellas Halligbaum. Alter! Ja, da geht schon wieder so Trötenheine umeinander. Oh, da liegt etwas. Ah, ich hol mir erst den Ort der Gnade, weil wenn ich da jetzt runterfalle, bin ich schon wieder gefriert. Steinschwertschlüssel, ja, immerhin. Ja, das sind einmal wieder Gegner, die wo einmal ausnahmsweise nicht mehr 100.000 Schläge aushalten. Das ist auch schon mal was. Ah ja, okay, er fällt einfach runter wie so ein Bumskopf. Sehr gut. Was ist denn mit den Schneemännern da? Ja? Die spielen ziemlich schiefe Töne, wenn du mich fragst. Oh, das ist der fucking OG, der Schneemann, der Michelin-Männchen. Hab ich schon mal gesagt, dass Blutung OP ist? Also, wir vielleicht mal heim. Wo müssen wir denn mir über... Ach du Scheiße, wir haben ja da Mikellas Halligbaum. Ja, und wo müssen wir mir jetzt da hin, ist die Frage? Ich verstehe es nicht. Da haben auf alle Fälle Ameisen. Ja? Aber das Gebiet, es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Sekiro gerade, das Gebiet. Ich kann mir nicht helfen, aber das hat gerade irgendwie so Sekiro-Vibes. Ah, da hinten steht der Ober... Was, wo? Wer triggert da jetzt? Achso, die zwei dahinter.
Au. Ich weiß halt nicht, wo ich renne jetzt einfach mal blindlings in der Gegend rum. Irgendwo wird man schon hin müssen. Aha, da unten der Weaver Jungle. So, du hörst jetzt auch auf der Stelle mit deiner blöden Seifenblasmaschine da Unfug zum Betreiben. Ich hab noch vom Baum abgeschubst. Ich weiß nicht, inwiefern das ehrenhaft ist, aber vom Baum schubsen ist aber gut. Aha, die Ameise da, die lauert schon wieder. Ist halt der Vorteil, weil eins meiner Schwerter teilweise Feuerschaden macht. Ist auf Insekten sehr effektiv, habe ich mir gehört. Ja gut, da rauf geht's halt wahrscheinlich offensichtlich nicht weiter. Ich glaube, dass wir eher da oben müssen. Da schaut es auch mehr nach Palast aus, wenn du mich fragst. Da ist auf alle Fälle mein Item. Wärmender Stein. Mhm. So im Winter nicht rechts, habe ich gehört. Da hinten ist der Master-Tröter. Schaut mal. Ich renne mit so einfach einmal durch. Oh nein, da ist Scharlachfäule. Oh nein, da ist Scharlachfäule. Wo soll die jetzt hin? Da oben wahrscheinlich. Ah, das ist ein Leutnant, okay. Oh, Watergnade, sehr gut. Ja gut, den ersten Abschnitt haben wir scheinbar gut überstanden. Das ist zauberhaft. Das ist zauberhaft. Wird man gleich mal rosten. Da wird man ihm gleich mal rosten, das sage ich, gib es es. Da ist schon schön da. So ist es nicht. Oh Gott, was bist denn du? Egal wo er ist, aber er ist hier. Ich hab's steppen. Ach, das bist du? Da, ich tritt die ab über Brüstung. Das ist Sparta, hab ich gehört. So, da geht's wieder auf. Da geht's noch geradeaus weiter. Da hinten lurt einer auf jeden Fall. Ist jetzt das nächste. Wo müssen wir hin? Aha, der wollte mich auch beschießen vom Balkon. Stirb! Aua. Aua. Oh ja, ich seh schon, das ist ein ziemlich verzweigtes Gebiet. Und die machen alle Scharlachfäule. Na toll. Bin ja schon wieder sehr beruhigt, wenn die alle Scharlachfäule machen. Die Frage ist, ob es mir das Item wert ist. Ich vermute mal schon. Hey, der macht ja gar nicht, sonst ist er noch gar nicht gespannt, dass ich da bin. Ah, recht. Vollen ist fett. In dem Scheißbier jetzt da aufgegangen ist, das der Ehren. Achso, da ist noch ein Baum. Ah, okay, vielleicht. Da unten war ich gerade. Jetzt etwa da auf, ja. Solange es nicht verdreigt ist, nur. Wieder so ein typisch geschubster Spruch.
Der hätte vom Seil kommen können, tatsächlich. Oh, lebt mir, wo geht der Tank kommen. Aber was ist denn der Mission? Ich versteh's nicht. Schluckt sie Wurzeln oder was ist jetzt da? Hochsau, aber der Erik, Hartl, grüß dich. Alles fit bei euch? Steht aus seiner Schatz. Ja, toll, das ist jetzt für einen äonischen Schmetterling. Sauber. Ja, sonst war das jetzt nichts gut, oder was? Ja, okay, gut, dann wissen wir, dass es da nicht weitergeht. Ah, recht. Ah, recht, Freunde. Oh, leck mir Musch. Der Hackfleisch hast du nicht zu hacken. Mit verzögerte Schläge. Klang eh schon wieder. Irgendwie macht sich bei mir gerade das Gefühl breit, dass das Gebiet ziemlich schwer werden kann. Schmiedestein, ja, immerhin. Ja, das war klar, dass da ein Gegner steht. Alles andere hätte mich gewundert. Okay, den kann man nicht backsteppen, gut zu wissen. Schwere Bestienknochen, ja. Die habe ich auch mir auch. Schwere Knochen. Da ist ein Lortan. Was? Da geht's ganz massiv tief oben. Oh, da ist ein Bläm, ja. Da müssen wir. Ja, das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts. Aber da müssen wir scheinbar springen, damit wir da umkommen. Jetzt pass so wacht. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht drauf gehe. Sehr gut. Genau, weil die Bläm ist da nur zum Triggern drunter. Für sonst nichts. Die hat sonst keine Aufgabe nicht. Eins zu zweit. Ah, ich seh nix. Ja, du bist auch noch cool, weil du 2 Helfer hast, gell? Und dann pass auf, die helfe ich auch schon. Ach, der hat ein Schwert. Blutung, Bitch! Also eigentlich hätte ich jetzt gemeint, dass ich draufgehe, aber gut, okay. Alles gut soweit, das hört man gern. Bei mir passt auch wieder alles. Bin jetzt wieder back am Streamen, würde ich sagen. Ja? Geht's wieder dahin. Mit mir. Uralter Drachenschmiedestein. Oh. Kann man da Waffen auf Maximal? Ist das im Bereich des Möglichen? Da muss ich mal schauen, was ist denn das? Verstärkt Waffen auf plus 25. Er hat halt, ich hab kein. Moment einmal, doch, hab ich schon. Wait a minute. Ja gut, dann müssen die halt die Waffen auch erst einmal auf Level 24 bringen. Das ist ja das nächste. Aber gut, das Item einmal haben und nicht brauchen ist einmal besser, als wir brauchen und nicht haben. Da ich sagen. So. Ich weiß aber jetzt trotzdem nicht, wo es weitergeht, Freunde. Das wird nicht anders. Na, halt's mal voll oben da. Genau, das ist gut. Bist gut aufgekommen damit.
Die scheiß Blärminhund. Aha, dann wieder B-Meisen. B-Meisen. Ehrlich gesagt, war mir jetzt so Ort der Gnade langsam einmal recht. Ah, merci, kaum sagt man was. Sehr gut. Den nehmen wir dann. Den nehmen wir um mir dann. Ah, übrigens, Kattel, die Reportage über Enkenhof, die war sehr, sehr zauberhaft. Hat mir gefallen. So, jetzt ist aber oben nur die Frage, wo geht's weiter? Achso, okay. Das hat jetzt von da ein wenig komisch ausgeschaut. Ja, gut, ich schätze, dass wir da oben müssen. Schmiedestein. Das ist eine Mimik. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich so blöd bin und nicht kenne, dass du die beschwörst. Oh, das ist noch einer. Na gut. Hurra! Es hat hingehauen! Haha! Er ist jetzt ein vierfacher Super Saiyajin. Und wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. Hast da mehr als verdient. Danke für die gute Unterhaltung. Gammel 98 Love. Mike, merci dir. Gern. Freut mich, dass es dir gefällt. Freut mich, dass du dich unterhalten fühlst. Merci für deinen Resub. Auch schon im 4. Monat dabei. Viel Spaß weiterhin mit dem und merci nochmal für deinen Resub. Und weiterhin willkommen in der Barzigänge, sowieso klar. Dunkelschmiedestein, Stufe 9. Ja gut, okay, der ist auch nicht verkehrt, wenn wir den einmal haben. Okay, aber wo geht's weiter, ist die Frage. Ja, da geht's wahrscheinlich nicht. Ja, wobei, ja, da geht's noch zu. Ich glaube aber eher, dass wir dort Richtung Ohrmosen hinter müssen. Aber gut, jetzt pass auf, das findet man schon aus. Da oben ist ein Ort der Gnade, wenn's war. Da ist ein Lorter, falls wir da. Oha. Was ist da hinter? Schaukel oder was? Nein. Ja gut, durch das, dass da ein Lorter ist, da hinten kann es vielleicht auch da weitergehen. Ja, ich bin mir jetzt da gerade nicht wirklich sicher, wo wir lang müssen. Aber gut, da müssen wir jetzt. Da schauen wir jetzt einfach einmal. Irgendwo finden wir schon einen Weg. Gehen wir mal Richtung Ameise, ja? Gehen wir einfach mal Richtung Ameisen. Das wäre dann schon. Oh, das sind 3 Ameisen. Da muss der Blutung schauen. Die Blutung ist einfach so unfassbar stark, das ist so lächerlich. Aber immer gut, ich möchte nicht, dass genervt wird, abgesehen davon. Äonischer Schmetterling, ja toll. Einfach einmal 3 Ameisen auf den Schnulz zusammenzipfelt. Sehr gut. Ja gut, dann geht's da hinten weiter. Dann hat sich die Frage erledigt. Sie haben genau meine 2 Pferde mit einigen Nummer erstmal einmal draußen, die sie. Ja, da habe ich zu der Meinung auch gesagt, Jay, das ist Ruby. 1:1. Also ihr Pferd heißt Rubino und die wälzt sie eigentlich auch, weil. Das wir halt ein wenig schmunzeln müssen. Klangt das? Ja, es klangt. Sehr gut. Ja, da geht's weit oben. Das unterlassen wir. Ey, bei dir wachsen Tulpenschafen im Knack. Da darf man jetzt mal langsam Gedanken machen, ob er nicht einmal ein gescheiter war für die. Na gut, schnell ist er nicht. Ja gut, jetzt bin ich da und jetzt. Ah, da ist noch mehr Leute, da schon her. Kann man da um? Springen? Ja, kann man. Da trauen wir wetten, dass ich da ganz massiv, ganz weit nach unten falle, wenn ich da jetzt springe. Ja, wobei, das kann sogar gelangen. Aber die Frage ist, wie komme ich dann weiter?
Bin mir jetzt nicht sicher. So, die Luft rein. Schaut gut aus. Ich verstehe schon, da gab es jetzt zwei Wege, einmal von da unten und einmal von da oben, oder wie? Da waren wir doch gerade. Ah, okay, ja gut, dann müssen wir da unten rein, dann hilft es ja mir nicht. Dann müssen wir da unten rein. Glaube ich. Beim Affigraxeln kann ich wahrscheinlich nicht. Ah, das klang nicht. Schade. Ja gut, okay. Öha, da fliegt das Kabel quer durchs Zimmer. Da muss ich noch mal schauen. Oh fuck, die Mimik kommt auch wieder. Oh scheiße, wie viel Ruhen hat mich gehabt? Ich glaube, da klangen 100.000 nicht mehr, oder? Ja, ja, das kannst du schon beschwören. Egal wie viel Runen ich habe, jetzt sind sie weg. Aber gut. Ich habe ja Gott sei Dank nur so Runenplop-Dinge auf Lager, dass man, wenn es wirklich pressiert, einen Aufstieg holen kann. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, was für Stufen ich habe. 150? ...157. Whatever. Ja, man muss halt wahrscheinlich weiter nach unten. Das andere macht für mich jetzt auch irgendwie keinen Sinn nicht. Das hilft nicht. Da muss schon irgendwo einen Weg geben. Das wird nicht anders. Irgendwo gibt es einen schon einen Weg. Ja, den schalte ich gleich aus der Hünd, weil sonst störe ich mich später. And he's gone. Ja. Mei, aber gut. Ah, Items habe ich übersehen. Gräbertal-Lilie. Stufe 3, möchtest du mich verarschen in dem Gebiet? Stufe 3 Lilie. Das ist ein schlechter Witzer. Ja gut, schalten wir die auch noch mehr aus. Ach, da schon her, da war es auch noch runtergegangen. Ja toll, jetzt weiß ich, wo es weitergeht. Hätte mit Daumen ein wenig mehr aufmachen. Oh gut, jetzt sehe ich schon mal die One-Schatten. Nein, ich stehe nicht auf Umarmungen, verpiss dich. Oh, ne. Ja gut, die Frage, wo es weitergeht, wahrscheinlich hat sie erledigt. Hey, da war da noch... Achso, ja, okay. Ja, nein, egal was das für ein Item da hinten ist. Aber was, wenn es was OPs ist? Das kann natürlich auch sein. Halt ab! Ja, okay. Ja, es ist eigentlich auch schon wurscht, oder? Weil meine Runen haben eh weg. Ich meine, was soll's? Crazy Cattle mag einen Flauschknädel, den kriegst du sofort.
Das probier extra zu Fleiß probiere ich das jetzt nochmal. Und wenn ich nochmal da herrennen muss, ist es mir auch wurscht. Jetzt brauchen wir gerade den richtigen Winkel. Ah, siehst du das? Ja, ich wusste, dass du hergibst. Ja, goldene Rune, ja toll. Das hätte man wieder sparen können. Das war mir eigentlich klar. Warum tue ich es denn dann eigentlich auch? Oh, das ist eine Truhe. Das hat sich wahrscheinlich sogar gelohnt. Ist die Luft da jetzt rein? Wenn das jetzt irgendeine Porttruhe ist, dann bläh ich. Smaragd-Bernstein-Medaillon plus 2. Okay, was ist das? Ich hab auf 1 mit plus 1. Erhöht die maximale Ausdauer deutlich. Oh! I take this! Ja, gut, okay, das hat sich ausnahmsweise gelohnt, dass wir da gesprungen haben. Und du hältst dein Futzen. Aber auf der Stelle, gell? Abgesehen davon hängst du in der Mauer fest. So, Preisfrage. Wie komme ich jetzt wieder raus? Indem ich da wieder umspringe, oder was? Ja gut, das können wir machen. Das können wir machen. Nice. So, jetzt kriegt Kattel erst einmal ihren Flauschknädel. Ja, das war jetzt ausnahmsweise mal eine Abzweigung, die hat sich gelohnt, dass man es erkundet. So, ist da irgendein Gegner? Weil nicht, dass ich jetzt da aus dem Spät hab und dann springt mir irgendwo so. Aber ich glaube, da ist die Luft rein. Da glaube ich, ist die Luft rein. So, jetzt Moment, wo ist meine Maus? Maus wo? Da ist Maus. Sehr gut. Moment. Gestanden Flauschknädel. Oberflauschknädel. Ja, er macht einen auf Haifisch. Ja, ich weiß nicht, ob man es gescheit sehen kann, aber ne? Flosse ist am Start. Der Matzmann. Er meint, er ist ein Ding. Ein Haifisch. Ja, aber du bist kein Haifisch, gell? Du bist der. Wieder. Der wegen der Beißwunde da noch vorhin eine Auseinandersetzung. Scheide. Wir haben nämlich vor 2 oder 3 Tagen haben die ja, sagen wir mal so, sie hat Frühlingsgefühle gekriegt, im wahrsten Sinne des Wortes, und das führt bei Kaninchen gerne mal dazu, dass er eine Rangordnung neu definiert, ja. Da haben Fetzen geflogen, und zwar ganz gewaltig. Also, ja, zwischenzeitlich haben wir so die Befürchtung gehabt, die nehmen wir unseren Stall auseinander. Ja, und da haben ein paar Blessuren hinterblieben, sage ich mal. Und er hat also die eine oder andere kleine Beißwunde. Man mag es nicht glauben, ja, wenn ich das sage. Aber er steht in der Rangordnung an unterster Stelle. Ja? Muss man sich eigentlich mal vorstellen. Sie, doppelt so klein, oder besser gesagt, er, doppelt so groß und wahrscheinlich auch mindestens doppelt so schwer, aber er ist der Schwächer. Das war ungefähr so, wie wenn die Mai und ich raufverdaten und ich den Kürzern ziehen. Also das musst du eigentlich einmal vorstellen. Aber gut, das ist tierreich scheinbar. Ja? Aber jetzt ist wieder alles fein. Ja, ist schon gut, du kommst ja gleich zu deinem Essen. Genau, du mal schauen. Du mal schauen, was da Phase ist. Ja. Jetzt bist du vor mir nervös, gell? Du bist einmal erwacht aus deiner Winterstarre. Hm? Weiber eben. Ja. Was mir jetzt noch ein Puzzle geben oder was? Nein, lieber nicht, weil wenn ich jetzt deine Haare im Gesicht hab, dann nicht schön. Nicht schön. So. Er mag wieder zu seinem Fressen, abgesehen davon, gell? Also, Flauschknädel dort Winger und Kattel hat einen Flauschknädel drin. Sehr gut. So. Blauschi, schaut du. Ja, aber das kommt im Jahr eh nicht oft vor, aber die, wenn sie die Rangordnung ausmachen, das ist brutal. Man kann sich nicht vorstellen, dass so zierliche Viecher so raufen können. Das ist Wahnsinn. So. Gehen wir weiter. Es ist irgendwie heute noch nicht wirklich viel passiert in Elden Ring. Ich habe irgendwie so das ganz böse Gefühl, dass da eine ganz böse Überraschung auf uns wartet. So. Flauschknädel hell let loose.
Ja, jetzt ist wieder die Frage, links oder rechts? Ich weiß es halt auch nicht. Wow! Es gibt so viele Wege, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh, da ist ein riesiger Magier, da geh ich nicht hin, vergiss es. Ich geh mal gleich mal in die andere Richtung. Da grunzt schon wieder, so saudeppert. Ja, ist eh klar. Weißt du, was du mich hast? Oh, gleich sterben. Scheiße. Ja gut, jetzt weiß ich auch, wo ich hin muss. Wahrscheinlich. Der scheiß Kokon oder die Erdnuss oder was auch immer das ist, hat man wegversperrt. Ich hab mich nicht mehr weggeräumt können. Oh, blöde. Aber jetzt fetzt sie aber einfach durch, weil es eh völlig wurscht ist, weil ich weiß ja, wo ich hin soll. Au. Wo kommst du jetzt her? Hey, die Kristalldinger, die laufen mir aber jetzt hoffentlich nicht nach. So einfach gang's. Was hab ich noch erwartet, dass das unbewacht ist? Sakramentknospe. Okay. Und aus Bayern kommen. Du scheiß Käfer! Da wird blim! Unschön. Okay, es geht definitiv in die andere Richtung weiter. Wie sie sich einfach da oberfallen lassen, die Krippen, da schau her. Klappe. So. Dann stiebe ich auch safe, wenn ich da rausspringe, also versuche ich es gar nicht erst. Oh, da ist ein Mordsmagier dahinter. Oh, ja, freilich, dann 3 Magier, oder? Wie sehe ich das? Aber ich glaube, dass wir da sowieso hin müssen. Ich glaube, dass wir da um müssen. Ah ja, der Lurt, der hat mich schon erlurt. Jetzt bin ich gespannt, ob der da umgeht. Das war nämlich gar nicht einmal so blöd für mich, weil dann habe ich es mit einem weniger zu tun auf einmal. Das war ganz gut. Ja, genau, Charlie Brown. Komm du da mal her. Spitzkopf Larry. Oder keine Ahnung, wie du schimpfst. Weiß ich nicht. Aber das ist meine gar keine schlechte Idee, dass du da... Ja, wie, jetzt bleibst du stehen, oder was auf den letzten Meter? Das mich verarschen jetzt, oder was? Den hast. Ja, genau. Kommt, ja, freilich, ist eh klar. Kannst das schon probieren. Ich versteck mich hinter der Säule da. Du kannst mir mal kreisweise. Okay, hinter der Säule versteckt gar keine gute Idee. Ich schieß da gleich so viel Blutungsmagie ins Gesicht, dass das bläst. Das garantiere ich.
Okay, ein Gegner weniger. Das ist ja schon mal was. Ah, den können wir auch locken, das ist gut. Du glaubst ja nicht ernsthaft, dass ich auf der Hängebrücke kämpfe. Da hinter mir steppt da irgendwas. Oder ist das über mir? Das kann auch sein. Ja genau, komm du da mal rein. Das ist zauberhaft. So bist du braver. Ja, der macht jetzt seinen Flächenzauber. Ah, und schau ist die Luft rein. Glaube ich. Hoffe ich mal. Ort der Gnade war jetzt nicht schlecht, Freunde. Schmiedestein, den nehme ich gern. Schmiedestein nehme ich immer noch gern. Und man ist die Luft rein jetzt herum. Wahrscheinlich springen wir jetzt gleich irgendwo so. Wellenrune. Okay, mehr gibt's da nicht. Da steckt keiner drin, das ist jetzt gelungen, oder? Oh, das ist ein Aufzug. Da ist ein Aufzug. Okay. Jetzt bin ich mir halt nicht sicher. Das stinkt nach Boss-Areal. Also das kostet... Freunde, geschultes Soul-Spielerauge sagt mir, das ist eine Boss-Arena. Das ist sowas von einer Boss-Arena. Das ist sauber zu groß und ohne Gegner. Das ist niemals unbewacht. Das heißt, wir nehmen erst einmal den Aufzug da. Vielleicht haben wir da einen Shortcut. Vielleicht ist auch da ein Ort der Gnade oben. Das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt anschauen. Okay, da ist ein Ort der Gnade auf jeden Fall. Das ist der erste. Das ist der erste Ort der Gnade, den wo wir... Ah, wir haben von da oben runtergekommen. Ja, nice. Gut, dass wir den Aufzug aktiviert haben. Weil jetzt müssen wir nämlich den ganzen Weg nicht nur einmal gehen. Beziehungsweise die ganzen Gegner nicht nur einmal machen. Das ist zauberhaft. Das ist zauberhaft. Ja gut, der Idiot, der kann mich mal fett am Arsch lecken. Da laufe ich jetzt einfach vorbei. Wir wollen einen Boss sehen. Ja, ich nicht. Ich nicht. Ja, das war klar. Loretta, Ritterin des Heiligbaums. Da gehst her. Oh, die macht Magie, okay. Zeit für Blutung, mein Freund. Boah, leg die macht verdammt viel Schaden. Bist du bescheuert? Ha! Ich hab auch. Lorettas Geschick. Und Kriegssichel. Nice. Ich hab mir den Namen gehört schon weg. Ist so erledigt. Blutung in dem Spiel, das ist einfach so. Das ist so pervers. Also da bringst du einen Bossbalken direkt zum Schmelzen, wenn er anfällig ist für Blutung. Und das ist nahezu für jeden Gegner so. Weil Blutung hat nur, oder blutungsresistent, haben nur Gegner, die wohl nicht aus. Wie soll ich das jetzt sagen? Die wohl nicht fleischlich haben. Also sprich Steingegner oder Holzgegner, gibt's ja in dem Spiel einige. Da kannst du mit Blutung draufschlagen, was du machst, da wird halt nichts passieren. Aber das trifft auf nur sehr wenige Gegner zu. Es war aber jetzt zugegebenermaßen auch kein Mainboss nicht. Es war definitiv kein Mainboss nicht. Aber Schaden macht hat er trotzdem ganz schön.
Muss man ja mal lassen. Oder ihr. War ja sie. Aber es war schon schön, so ist es nicht. Wenn die ganzen Gegner nicht warten. Ich frage mich halt trotzdem, wie weit das Gebiet noch geht. Also Leute, das wollte ich gerade sagen. Da ist eine Truhe. Ja, du bist so blöd. Also Aufzug. Mal wieder. Entweder geht er weiter noch. Da der Typ, der geht nach unten. Da ist kein Gegner. Tatsächlich. Alter Drachenschmiedestein, nehmen wir dann. Jetzt haben wir schon zwei. Jetzt könnte man theoretisch zwei Waffen auf Stufe 25 bringen. Apropos, da könnte ich fast einmal schauen, ob ich meine Waffen nicht wirklich weiterentwickeln kann. Das wäre dann, glaube ich, gar nicht einmal so unzauberhaft. Weil mehr Schaden ist bekanntermaßen auch mehr gut. Aber jetzt schauen wir erst mal, was da noch weitergeht. Der geht aber ganz schön schnell noch und. Elfpfeil Stütze des Heiligbaums. Aha. Ja, schön. Okay. Hund ist aber der Gnade, ist gut für uns. Wo haben wir denn jetzt eigentlich auf der Karten? Achso, jetzt haben wir. Ah, ist das da? Also, das ist der ganze Ort, okay. Na gut. Was hast du für ein Problem? Hallo, ich kann mir eigentlich im Frieden, was ist mit dir? Ja, der ist ein wenig salzig unterwegs. Ja, du kannst der X schon sagen, du bist hier, mein Freund. Hüpfte. Schwert des Rheinfäule-Ritters. Okay. Aber cool ausgeschaut, oder? Okay. So, jetzt schauen wir mal schnell, wie es mit meinen Waffen ausschaut, ob ich die aufrüsten kann. So. Well, I took you for no matter, it's all out your arms. Na, kann ich nicht. Scheiße. Was brauche ich denn da? Schmiedestein Stufe 7, den brauche ich noch 3 Mal und ich. Oh, lebt mir mal. Ja, aber blutige Ströme. Achso, da brauche ich einen uralten Drachen Dunkelschmiede. Achso, das ist wieder was anderes. Okay. Ja, Stufe 7 gehen wir jetzt leider ab. Die kann ich nicht zufällig kaufen, oder? Ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Mal schauen, ob ich die nicht zufällig sogar kaufen kann. Na, nur bis Stufe 4 aktuell. Ah, das ist Dunkelschmied. Stufe 6. Ja, toll. Bis Stufe 6 kann ich kaufen, bis Stufe 7 nicht. Setsch. Der Hund hat mich eigentlich. Ah, 258.000, da sollte man schon fast einmal investieren.
Gut, Geschick bringt nichts mehr, Scharf 50 ist Hardcap. Arkanenergie bringt auch nichts, also gehen wir definitiv. Gut, Kondition haben wir jetzt diesen Talisman gefunden, da haben wir, denke ich, nur, also gehen wir auf mehr Leben. Mehr Leben, mehr gut. So, Gebetsraum. Aber bei beten wir immer unten. In der Hoffnung, dass es so geschmeidig weitergeht, die nächste Stunde noch. Respawnt der Ritter eigentlich wieder? Gerade der Vollständigkeit halber möchte ich das wissen. Ja, der spawnt wieder, okay. Aha, was habt ihr jetzt ist für ein Problem? Ey, der Fasching, der ist erst mal, oder war schon? Keine Ahnung, nein, der war schon. Also bis das die reagieren. Aha, okay. Du kannst jetzt mit Sicherheit auch einfach oben springen, aber das unterlose ich jetzt dabei einmal. Oh, da geht's einer. Ah, da haben sie eine Brutzeile drin. Sehr gut. Ja, freilich kommst du mit deinem Bolzen, der ist eh klar. Was denn sonst? Okay. Ah, da sitzt da einer. Oh, was ist mit dem? Hä? Hallo? Gut, dann halt nicht. Redst du halt nichts mit uns? Oh. Ja, du sollst eigentlich den anvisieren lassen. Dankeschön. Was ist denn das eigentlich? Was soll denn das sein? Erdnuss oder was in der Mauer drin? Keine Ahnung. Spinnen ist halt offensichtlich nicht. Verstehe ich nicht. Blitzgroßbolzen, okay. Ja, offensichtlich geht's nach unten weiter. Offensichtlich geht's nach unten weiter. Dann schauen wir mal, was da los ist. Nix, da ist auch ein Brutzeit dran. Ach, und dann triggerst du feige Sau, oder was? Eben schau. Erst tut er so unscheinbar und dann kam er daher. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist der. Gut, da unten waren wir gerade. Schmiedesteinstufe 8. Die brauchen Zimmer, nicht ein Achter. Ich hab's einen Steppen. Ach, die 2. Ja gut, okay, mit denen werden wir auch noch irgendwie fertig werden. Mit denen werden wir auch irgendwie fertig werden. Hoffe. Ich weiß zwar nicht, was du für einen Schreck dringen wolltest, aber das unterbindet man jetzt lieber mal. Ah, da ist ein Baumwächter.
Mhm. Ah, hi. Und du so? Ja, probier's einmal. Der kontert, da muss man ein wenig aufpassen. Guess what? Wenn der meint, der muss blocken, dann können wir mit Blutungsschaden daher, dann blockt er gar nichts mehr. Oh. Ah, Schmiedestein Stufe 7. Sehr gut. Da brauchen wir jetzt noch 2. Oh. Machen wir jetzt einfach mal ein Fight. Au, au, au. Okay. Chill. Alles in Ordnung. Du haust jetzt einmal mit deiner Fackel drauf. Also bringt noch gefährlich worden. Okay, da brauchen wir einen Steinschwertschlüssel. Den haben wir, Gott sei Dank. Da ist eine Truhe drin. Das sollte unter so ein Steinschwertschlüssel eigentlich tatsächlich wert sein. In Hoffnung, dass da was Gutes drin ist. 3-fache Lichtringe. Ja, das ist ein fucking Wunder. Das hilft mir gar nichts. Aber gut. Ja, okay, dann geht's in die andere Richtung weiter. Da kann man sich oben, da kann man umspringen. Und da los ich aber dabei noch einmal. Wahrscheinlich müssen wir da sogar um. Ja Gott, was ist denn das? Die Waffen sagt man, dass der 10 Meter Range hat. Und da haben mehrere Gegner. Okay, Stilett Fusion Pro Glide. Okay, alles klar. Der kann scheinbar was. Ja, chillst du auch nur mal, oder? Der für die. Achso, du bist wieder so ein Ritter. Verstehst schon. Ja, der da hinten macht mir wegen. Ja, genau, komm du da mal raus. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache, wenn du da mal rauskommst. Sehr gut. Oh, das sind 2. Okay, die machen sau viel Schaden, die Ritter. Die machen sau viel Schaden. Wieder Schmiedestein Stufe 7, sehr gut. Da brauchen wir jetzt nur noch einen, wenn man nicht alles täuscht. Was tut denn da so komisch? Jetzt habe ich, wenn da hier noch ein Windradl durchdran darf. Oh, da kommen jetzt ein paar mehr. Da muss ich jetzt ein wenig wach gehen. Da kommen nämlich jetzt ein paar mehr. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen auf meine Heilung aufpassen, weil die geht mir schon langsam aus.
Ja, der ist hier. Die Krippen werden auf vorne nämlich mit dem Schädel ab. Und dann krieg ich einen Stack. Oh, leck mich am Arsch, ey. Wo geht's denn da noch hin? So, Wahnsinn. Gut, bei dem nächsten Punkt wäre ein Problem. Ah, okay, ich krieg vielleicht doch kein Problem. Wow, was war denn das? Okay. Ich glaube, wir müssen da erst einmal außenrum die ganzen Gegner säubern. Okay. Ja gut, okay, das war scheinbar der falsche Punkt, das war scheinbar der falsche Platz, um da umzugehen. So, okay. Wir hätten da eine, da war's. Wenn ich von da jetzt bei so wacht. Au. Pass auf, jetzt gehen wir da um mich, weil da habe ich vorher überlegt gehabt. Weil da haben so viele Schützen drin, mit irgendwelchen Ballisten, die wo mir da ziemlich schnell hops nehmen. Also frontal angreifen ist da auf jeden Fall schon mal nicht. Oh, da geht's zu weit nach unten. Oh, da kann man einen Hebel ziehen. Der ist ja nicht bewegt. Ja, toll. Dann gehen wir damit da rauf. Irgendwo wird man schon rauskommen. Und wie das ausschaut. Ah ja. Mikeller Ritterschwert. Okay. Ja, aber wie komme ich denn dann da... Jetzt Moment einmal. Wie komme ich denn dann da um? Da muss man auch noch mal umspringen, oder was? Sag ich das richtig? Tatsächlich. Ja, den überspringen wir jetzt einmal. Jetzt sind noch First World Problems auch. Der wird. Da ist wieder so ein Kristallding, das wo man mit schweren Angriffen. Okay. Fäulniskristallstab, okay. Ein Dunkelschmiedestein Nummer 9. Ja, toll! Aber da geht's ja trotzdem nicht weiter. Zumindest gerade nicht. Der bloßes.
Ah, da geht's auch noch nach unten, da schon her. Das sollte man da wahrscheinlich lang, keine Ahnung. Vielleicht ist er da erinnern, wo er da gerade. Auf jeden Fall kann ich da mein Mimik rufen, das ist schon mal. Das gibt schon mal ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Kein Gegner, okay. Was ist denn das? Alter, das Ding ist... Von wegen kein Gegner nicht. Ach, da haben noch mehr. Ja, toll. Okay, na, da geh ich nicht lang. Vergiss den Fall. Ja. Ja gut, aber jetzt Moment einmal, du musst, da hol selbst, Freunde. Ach, der sprengt sich selbst in die Luft, ja toll. Achso, der hat das überlebt. Lol. Übergehen, drüber springen kann ich gut. Ist außerordentlich gut sogar. Ja genau, da ist wieder der eine Ritter da. Die zwei Ritter haben da wieder drin. Genau, den locken wir jetzt einfach wieder mal an. Wird auch nichts passiert. Au! Ja, das Gebiet ist garstig. Das Gebiet ist garstig. Nee? Aber ich traue mir jetzt fast sicher behaupten, da hinten, wir müssen da hinten, wo da 7000 Bolzen auf uns zugeflogen kommen. Muss fast so sein. Mir wundert es nur eher, dass da nicht noch ein Ort der Gnade irgendwo dazwischen ist. Okay, der Angriff ist neu. Und jetzt hoffentlich kein Gegner mehr noch, okay. Aber gefreut sind jetzt nicht, oder was? Hinter der Mauer versteckt Gott noch nie geschaut.
Geht doch. Reinfäule Speer und Kellers Lilie. Ja toll, die kannst du halten. So. Denk nicht mal drauf. Hat's knapp überlebt. So, aber wo kämen denn jetzt so die ganzen... da hinten haben Ballisten, da ist schon. Ich seh's schon. Aber wie komme ich da um, ist die Frage. Wie komme ich jetzt da um und kann die Ballistenschützen ausschalten, ohne dass mich da drinnen man wieder die zwei Ritter da hab's. Es sei denn, jetzt passt so wacht. Da unten ist ein da geht das andere Spinnenviech da unten spazieren, das kannst du nicht auch vergessen. Rein theoretisch. Ja, es gang schon über die Ente Seiten, aber wie gesagt, dann nimmt mir der Ritter hops. Und durchrennen macht keinen Sinn. So, dann habe ich dere. Es geht, dass ich jetzt einmal schauen muss, wie ich da ein bisschen durchkomme. Also das sind zwei Ballisten, ist da noch irgendwo eine dritte, die wo ich gerade nicht zeige. Und da haben schon arg viele Pfeile auf mich zugekommen. Ja, aber da muss er noch irgendwie anders umgehen, oder? Das gibt's ja nicht. Weil durchrennen macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, weil die... Ach, da zwei Ballisten. Ja, aber das ist dann Harakiri, da muss ich über links gehen. Das geht gar nicht anders. Das geht dann gar nicht anders. Es sei denn, jetzt pass Obacht. Wo haben die Spinnenviecher da? Wo stapfen die aber noch? Da unten ist er. Okay. Weil dann kann die theoretisch da durchlaufen und auf die Laternen steigen und dann warten wir auf der erhöhten Position. Da müssen wir jetzt einmal schauen. Jetzt bleibe ich da einmal stehen, in der Hoffnung, dass jetzt da nicht gleich der Ritter triggert, der wo da dritten, ja natürlich. Achso, okay. So, wo ist die Spinnenviech jetzt? Da hinten. Aha, du fällst da oben, das ist gut. Das Problem ist, dass der auch Laternen steigen kann. Ah, sechst das da. Ist zwei Kuchenbrunze ist. So, dann ist fit bei dir. Ja, da kannst du schon herkommen, du mit deinem Schädel. Asche der Soldaten des Heiligbaums. Aha, ja, vom Schauen näher hin ist ja eigentlich komplett behindert. Zupfte. Ah, da ist noch einer. Okay. Die Frage ist jetzt, muss ich da unten durch? Wahrscheinlich schon, weil der steht ja nicht umsonst da unten. Jetzt muss ich da gerade einmal... Wie kann man es auch easy machen, über ihn drüber springen und einfach unten reinlaufen? Das kann man natürlich auch tun. Ach, da geht's auch noch eine, da schon her.
Ja, das kann jetzt entweder massiv gut oder massiv in Tosen gehen. Eins von beiden. Es ist gut gegangen. Heiligbaum Ritterhelm. Okay. Ella Badge, bin hinter dir. So, Wort der Gnade. Mehr wollte ich ja gar nicht. Mehr wollte ich ja gar nicht. Das Ding ist, es wird halt wahrscheinlich nicht besser werden. Ja, okay, der hat das Chef in der Truhe, der Kind sind behalten. So wichtig kann die Truhe jetzt auch. Wobei. Ah. Progress müssen wir machen, Freunde. Was ist denn das schon wieder jetzt da? Was ist das für ein Gebiet, meine Fresse? Oh, was haben wir da? Ellenrune. Ja, gut, von mir aus. Oh, da ist ein voll. Das ist, unschön. Bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das überlebe, wenn ich da hingehe. Vor allem, wo geht's da weiter? Die Herbstdeppen? Aha. Oh nein, nicht das Viech schon wieder. Du holst sofort die Klappe. Aber wo geht's da hin? Sollen wir da jetzt auf den Baum runterfallen lassen? Ist der Scheiß ernst? Ah, leg, da kannst du nicht einmal schnell. Oh, fick dich. Okay. Ich kann da drin nicht rennen. Ich kann da drinnen nicht rennen. Da oben ist irgendein Korridor. Beziehungsweise, was ist das? Ist das Blutung? Nein, das ist nicht Blutung, oder? Ja gut, okay, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich da weiterkommen soll. Ah, vielleicht da oben. Okay, war nicht. Ja, weil ich da durchgehe, ist aber ein kompletter Schwachsinn. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Wobei, ich kann es einmal probieren, aber das wird mir halt nicht verhelfen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was das für Verzauberung da ist, die ich da kassiere. Und da ist ein Gegner, ja, das kannst du nicht auch vergessen. Das ist Scharlachfäule. Wobei, das ist nicht einmal so blöd, wenn man dir schubst. Okay, jetzt haben wir da. Dann ganz. Oh, lädt mich am Arsch. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich hingehen soll. Voll eine Rune, okay.
Gut, die Pfeile wird jetzt meine ganze Heilung killen. Das ist nämlich jetzt das Problem, aber dann weiß ich zumindest, ob ich da her soll oder nicht. Ja genau, voll oben, das ist gut. Vielleicht auch nicht so gut, dass er runtergefallen ist. Da ist ein Key-Item auf jeden Fall. Da vorne waren wir drin, oder? Ja, da waren wir drin. Ja toll, aber ansonsten geht's doch nicht weiter, oder was? Okay. Ja gut, dann kann ich das Ding da aber... Okay, tschüss. Bin schon weg. Hä, aber du musst ja irgendwie oben gehen. Ja gut, hat's erledigt. Okay. Offensichtlich geht's da nicht weiter. Hm. Oh, du kannst Item übersehen. Schmiedestellen. Weil da ist nix. Aber vielleicht braucht man die Truhe, das kann natürlich jetzt auch möglich sein, aber GR3 gleichzeitig ist jetzt schon garstig. Jetzt schaue ich mich nochmal genauer um, da gibt es wahrscheinlich noch einen anderen Weg. Hm. Ah ja, ist das doch. Ja gut, oder auch nicht. Haben wir sie da drauf fallen lassen? Tatsächlich. Ja gut, aber da passiert nichts weiter. Okay. Dann muss da weitergehen. Irgendwo. Aber wie? Wie ist die Frage? Wie geht's da weiter? Da unten ist auf jeden Fall irgendwas, aber wie kommst du oben? Ja, du bist safe, wenn du oben springst. Ja. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wie man da weiterkommt. Vielleicht gibt es da außerhalb irgendwas zum Singen. Dann nochmal schauen. Ach, das ist ein Lord dann. Ja, toll. Man sollte halt vielleicht Daumen aufmachen. Ah, das ist der Oma. Ja, ja. Okay, verstehe schon. Da haben wir jetzt wieder Aromatö, oder? Ja. Ja, aber da kommst du auch nur da rein. Eigentlich, oder? Sei denn, da hinten gibt es auch noch Wege. Ist ja jetzt eigentlich eh wurscht, wenn ich stirb, weil ich komme ja...
Ja genau, der gibt mir gleich meinen Ausschnitt. Ja, okay, oder auch nicht. Macht gar nichts. Ja, jetzt stehe ich gerade ein wenig auf dem Schlauch, weil ich nicht weiß, wie man da weiterkommt, ehrlich gesagt. Also man muss scheinbar schon da rein, so ist es jetzt nicht. Vielleicht braucht man, wie gesagt, auch die Truhe, das kann auch sein. Ja, dann müssen wir jetzt einfach die 3 Mal hopsen, aber das wird eh nicht anders. Hab zwar keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Ah, die machen auch Scharlachfälle, alles klar. Okay. Wenn ich mir es einfach nimm und nicht gehe die 3 Kämpfe, müsste das eigentlich auch möglich sein. Hoppla. Bei irgendwas sagt man, dass in der Truhe irgendetwas drin ist. Volles Kristallschwert, ja okay. Bringen tut's mir nix, aber gut. Vielleicht braucht man das Key-Item noch, was wir auf der anderen Seite noch gesehen haben. Aber da ist auch das Riesenviech drin und ich kann mich da nicht bewegen. Das ist das, ich kann auch nicht rennen. Okay. Da oben ist auf alle Fälle irgendein Eingang oder Ausgang, je nachdem. Da kommst du jetzt so nicht oben. Okay, das Pferd kann ich auch nicht rufen. Ich hab da garantiert irgendwas übersehen. Weil da sage ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man da weiterkommen soll. Da geht's nach unten, aber... Aber sonst gibt's da nichts. Vielleicht ist da hinten noch etwas. Warte mal, was ist denn das? Voilà. Ja, aber da gang's auch dumm. Ja gut, ich kann das nochmal probieren, aber... Okay. Da warten wir wieder beim Thema Umschauen. Wo wir aber glaubt, da hat es irgendwas geben müssen. Ah, perfektes Ort der Gnade. Sehr gut. Okay, nice.
Wo auch immer wir jetzt sind. Ja, okay, da müssen wir dann da oben wahrscheinlich, ja. Dann da um mich, oder? Vielleicht da. Ja, toll. Das ist halt jetzt wieder die Sache, in was für Richtung gehst. Ah, okay, ja gut, das hat sich erledigt. Müssen wir da lang? Okay. Ah, da geht's eine. Da unten geht's eine. Heranwachsender Schmetterling. Schmetterling, okay. Oh, ich hasse die Viecher. Die sind so gastig. Aber gut, okay, ich glaube, dass wir... Ach, da gibt noch einer, ja, toll. Schaut mir so, wenn es da hinten weitergeht. Schaut mir so, wenn es da hinten weitergeht. Tatsächlich. Aber das Gebiet, generell das gesamte Gebiet da heute, das hat's ziemlich in sich. Das hat's ziemlich in sich. Müssen wir da lang. Ja gut, man kann, also wenn man sich dann, ja, ich verstehe schon. Wenn man sich dann da komplett runterfallen lässt, kommst du einmal außen um und kommst dann in die Kathedrale rein. Verstehe ich schon die Frage. Aber das mir geht den oberen Weg, weil da hat nämlich das komische Ameisenviech oder was auch immer das ist. Das castet mir da von da oben einfach zu viel. Deswegen schauen wir mal, ob wir das jetzt... Aha, siehst du, das ist nämlich ein Loch im Dachel. Ja, okay, verstehe schon. Alter, du kannst halt... Alter, wie weitläufig das Gebiet da wieder ist. Wahnsinn. Das ist eine Truhe. Weil der kastet sogar von da unten bis da rauf. Ums Eck kommen. Braucht ein Großschild-Talisman, ne? Muss auch nicht verkehrt sein. Okay! Da haben 4 Gegner. Ja, was heißt 4 haben es eigentlich nicht, aber es sind 4, aber die nerven wie Sau. Ich mag jetzt aber noch wissen, was hinter der dir ist, fix. Das möchte er mir jetzt schon noch wissen. Das heißt, das mir nicht mehr wieder den unteren Weg, weil das von oben um mich rennen hat mir jetzt gar nichts gebracht, weil der einfach hochgesprungen ist. So, dann einfach da entlang, dann hüpfe ich da oben. Und dann fangen wir in der Luft ab. So, Arschlecken jetzt. Ach, das ist Aufzug. Hey, das Mann ist abpatcht worden, das ist viel, viel schneller geworden jetzt. Ach du Scheiße.
Jedenfalls ein Ort der Gnade, das ist immer nicht schlecht. Oh oh! Skillbits. Skillbits. Ja, merci dir für deine 100 Bits. Freunde der Sonne, da ist eine riesige Nebelwand. Alter, sie sollte vielleicht noch rüsten, weil meine Gesundheit angeschlagen ist. Hey, ich hätte eigentlich gedacht, ich hab meinen Alert geändert. Hat's das nicht übernommen, oder was? Mal direkt mal schauen. Okay. Unflauschig Level 1000, die Typen. Oh ja. Also die komischen Ohrmaßen-Dinger, die kämen eigentlich wesentlich früher schon im Spiel vor. Aber die haben richtig garstig, weil die einfach so einen komischen Spell haben, der die verfolgt. Ich bin mir jetzt nicht sicher... Oh, leck mich am Arsch. Eine große Nebelwand, das stinkt nach Mainboss. Sollten wir uns den noch anschauen. Ich will zwar jetzt eigentlich Feierabend machen, aber sagen möchte den schauen, was das für Ding ist. Anschauen oder wie? Anschauen oder nicht anschauen? Also ich gehe mal davon aus, dass ein Mainboss dahinter ist, weil Nebelwand und so und wir haben heute eh noch gar keinen gesehen und neues Gebiet. Also irgendwann muss ja mal etwas kommen. Drei trinken einmal, weil... Warum nicht? Ich möchte nicht dehydrieren. Also ich sag einmal so, das Gebiet an und für sich war schon nicht leicht. Wir hätten nicht wissen, was da für ein Boss dahinter ist. Ja, Fettfinger-Aktion incoming. Kannst halt auch vergessen, dass ich da mit einer Heilung zwänge gehe. Eine mit dir. Verstehe die Frage nicht. Ja, okay, ich schau mir's an, okay? Nur ausnahmsweise, weil es es hat. Oh, es ist ein Mainboss. Oha. Ich hab nur noch einen Arm. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. Aha. As I awaited his return. Easy, wenn man es einfach einen Arm einstecken kann. Hey, wait a minute, das sieht man im Trailer. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikola. Ja, easy, wenn man ein Schwert hat. Known defeat. Okay, der Schwert ist... Oh, leck mich am Arsch. Ach du Scheiße, was geht mit der? Malenia Mikellas Klinge, der Schwert ist ja 6 Meter lang, ich verstehe die Frage nicht. Er macht ja irgendwas im Hallo, ich möchte Patterns lernen. Hallo, greifst du mal an? Was ist denn mit dir? Du glaubst den ersten, wir können auch im Kreis gehen, ist das wurscht. Ich hab Zeit. Ja, eigentlich nicht, aber... Was macht der für einen Schaden?
Okay, ein Stichangriff, da funkt die an, wenn der Arm funkt, dann sticht sie zu. Okay. Net to know. Blade of Morgana. Okay, das ist jetzt schnell gegangen. Das ist jetzt ein bisschen sehr schnell gegangen. Ich hab nicht mehr gesehen, wie die Schläge kommen. Okay, das möchte ich nochmal probieren. Das möchte ich jetzt nochmal. Oh, leck mich am Arsch. Die geht ja ab wie Schmitzkatz. Die ist einmal ein schneller Gegner. Oh, Griff an Griff. Alter, die macht brutal viel Schaden. Und die hat Lebensentzug. Die heilt sie mit jedem Schlag, was mich trifft. Aber ich sag schon, Blutung hat gegen die auf alle Fälle einen guten Effekt. Blutung gegen die bringt auf alle Fälle was. Das ist schon mal gut zum Wissen. Der Angriff mit dem, wenn der Arm funkt, da kannst du einmal durchrennen, dann haut es im Endeffekt fast nahe zu daneben. Fast. Geh du mir da von der Event an, oder? Weil das mag ich nicht. Warte mal, wenn du da so passiv drum stehst, dann kann ja ich eigentlich, jetzt pass so wacht. Alter, die wird komplett gestaggert durch das. Die wird komplett gestaggert durch das. Das ist gut zum Wissen. Da haben wir wieder beim Thema. Blutung ist absolut OP. Okay. Halten wir mal fest, Blut staggert sie, Blutungseffekt hilft, aber es geht sie. Problem ist nur, wenn sie mich trifft, wie genauso gestaggert. Und sie hat Life Drain. Das heißt, für jeden Schlag, den ich kassiere, generiert sie Leben zurück. Okay. Ich sag jetzt mal so, den wird man halt nicht mehr schaffen. Oder sie, die wird man halt nicht mehr schaffen, auf keinen Fall, das ist sauber stark. Aber mal für nur mal so 3, 4 Versuche, damit ich mal ungefähr weiß, mit was ich es beim nächsten Mal zum tun habe. Okay, Berichtigung, sie wird nicht komplex staggert durch das, sondern nur teilweise. Oh, die bauen sogar relativ schnell das Blut noch. Die kriegt relativ schnell Blutungsschaden, würde ich sagen. Die kriegt verdammt oft Blutungsschaden. Die kriegt verdammt oft Blutungsschaden. Okay, wenn man denkt, es geht nicht krasser, dann backelt sie so. Leck mich am Arsch! Wo soll ich denn da noch hin? Also die hat sich gescheit lang ausgeschlafen. Leck mich am Arsch. Die hat einen gesunden Schlaf gehabt, das sag ich. Ich weiß nicht, wie lange die geschlafen hat, aber definitiv lang nur.
Okay, jetzt noch bis was macht. Aber wir waren fast bei der Hälfte von der Lebensleisten, oder? Kann das sein? Ich achte da jetzt ehrlich gesagt momentan gerade gar nicht drauf. Jetzt zieht man mit einem Stoß 3/4 von der Lebensleisten ab. Und sie ist wieder voll geheilt. Leg mich am Arsch. Wir waren unter der Hälfte, also vermutlich Phase 2. Das kann natürlich. Echt? Waren wir mir so. Ja, gut, das darf den Angriff erklären. Aber der ja Sticher. Die lebt mich. Die ist nicht nur so schnell, die macht da verdammt viel Schaden. Und ich glaube, der Schaden, also wie viel sie heilt, hängt davon ab, wie viel Schaden da sie kriegt tatsächlich. Ja, die macht zwar keine Verzögerten nicht, aber die haut so schnell zu, dass ich fast nicht reagieren kann. Das ist das andere. Aber tendenziell, da ich sagen, ist mir so ein Gegner fast lieber. Ist halt brutal, die trifft mich 3-mal und sie ist voll kalt. Ich am Arsch. Oh na, oh na, oh na. Wir waren mal weit von Phase 2 entfernt. Oha, ich glaube, da haben wir die nächsten Stunden was zum Tag gegeben. Weil ich habe mir das massive Gefühl, dass die absolut nicht einfach wird. Die dreht ja völlig am Radl. Aber jetzt Moment mal, theoretisch, wenn. Jetzt pass so macht. Theoretisch, wie kündigten sie den Angriff an, indem die so in die Luft springt und ihr Schwert da so nach hinten hält. Das heißt. Ja, toll, ich müsste halt aber dann Distanz gewinnen, aber wie soll ich denn das machen, wenn ich schon fast an ihr dran stehe? Also einfach wird's nicht. Ah ja, genau. Ist er. Ich geh weg. Hilfe! Jetzt habe ich ihn zwar überlebt, aber zu was für einen Preis? Ja, genau, das ist der. Der ist. Der hält da nicht wenig. Alter, kannst du chillen?
sicher am Arsch. Blade, Nicola. Ja gut, müssen wir uns, da werden wir uns nächstes Stream ausführlich mit der beschäftigen. Also ich glaube, sie ist verdammt schnell, sie haut verdammt heftig zu. Sie heilt. Sie hat einen Angriff, der unfassbar viel Schaden. Also der Angriff, der komische, da wo sie in den Tee springt und halt so Schnitzeln anfängt, der, wenn mich erwischt, ist vorbei. Definitiv. Der ihr Stichangriff zirkt mir 3/4 von meiner Lebensleisten weg. Aber sie wird durch Blutung gestaggert. Sie kriegt relativ schnell Blutungsticks. Genau, das sind die zwei Sachen, die wir jetzt auffallen haben. Mir kommt es generell so vor, die hat nicht allzu viel Leben. Also, nicht allzu viel Leben. Also, mir macht man guten Schaden an ihr. So ist es jetzt nicht. Strelok Dima, merci für dein Following. Aber auf alle Fälle, man muss halt, wenn die halt, es wird, die andere Seite der Medaille ist halt, wenn die mich erwischt, wie halt die auch gestaggert. Und das Problem an der Stelle, wo ich sehe, die heilt sie halt. Die heilt sie mit jedem Schlag, den ich kassiere. Das ist noch so ein bisschen, ja, da muss ich mal schauen, wie wir da drum rumkommen. Weil im Endeffekt heißt das für mich, man darf nicht so, man soll halt nicht getroffen werden. Also, das ist generell die Wiese für einen Bosskampf, aber bei der halt noch mehr. Ja, weil ich habe jetzt ein bisschen so mit einem Auge auf meine Lebensleiste geachtet. Für jeden Schlag, also wir waren ungefähr so knapp vor Ende und wie ich gestorben bin, hatte ich wieder so viel Leben gehabt. Also, es wird nicht ohne. Das wird nicht ohne. Aber ich glaube, dass die machbar ist. Irgendwie. Ja, das wird zwar, ich glaube, dass das massiv anstrengend wird gegen die, aber ich bin da guter Dinge, dass wir die irgendwie schaffen können. So, jetzt schaue ich das einmal um. Jetzt sehe ich gar nichts. Was ist jetzt? Die gibt's morgen früh zu den Haferflocken dazu. Ja, morgen früh werde ich wahrscheinlich nicht in der Lage sein, live zu gehen. Aber wenn ich morgen live gehe, werden wir uns der Dame da, der Malenia, meine ich, heißt, oder Melenia, ich weiß jetzt nicht genau, die wird uns im nächsten Stream definitiv beschäftigen. Das wird unsere Mission werden, ja? Dass wir schauen, dass wir den Boss irgendwie klatscht kriegen. Ich meine, brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Ich hätte theoretisch die Möglichkeit, die Asche zum Rufen, wenn wir wirklich überhaupt kein Land nicht singen. Ja? Aber was ich bis jetzt zu den ersten 4, 5 Tries gesehen habe, die können wir schaffen. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass die unbesiegbar scheint. Ja? Die ist zwar, wie gesagt, die hat unfassbar viel Haar auf die Zent und wahrscheinlich auch am Arsch oder so, egal was für ein Körperteil. Aber die ist machbar. Die ist definitiv machbar. Aber wenn ich momentan vom Moveset ein bisschen sehr viel Respekt habe von der, weil die wirklich... Ich hab mit viel Damage gerechnet, ja, definitiv, aber nicht mit so viel. Also im Endeffekt langen derer 2 Schläge teilweise aus und ich lieg flach und meine Lebensleiste ist jetzt nicht nur so. Ja? Ich hab ja doch irgendwie eine 3 Meter lange Lebensleisten. Aber gut, wir haben ja schließlich schon im Endgame, also irgendwann müssen einmal die schweren Bosse kommen, also die richtig schweren. War halt... Ich glaube, so jetzt zurückgerechnet haben wir jetzt eigentlich... 2 Bosse gehabt, die wo wirklich massiv schwer waren. Das war letztes Mal der komische Blutungsheini da, der wo man einfach in Phase 2, 3 oder 4 Heilungen zwickt. Allein einfach durch den Phasenwechsel, der war ziemlich heftig. Und der, wie hat er geheißen? Der andere da, dem, also nicht Margit, sondern seine andere Form, der der wo dann das komische Schwert gehabt hat, der war auch ziemlich stark. Aber sonst waren eigentlich die anderen Bosse bisher relativ gut machbar. Muss ich wirklich an der Stelle sagen. Aber ich glaube, die Malenia da, die hat schon... Die hat es wirklich schon sehr, sehr stark in sich. Also muss man wirklich sagen. Also rein, was sie jetzt vom Damage-Output zeigt und von ihrer Geschwindigkeit, wie schnell das die ist. Ich meine, die macht auf, so die spaziert einfach 10 Minuten im Kreis umeinander. Dann denkst du, okay, jetzt schlagen wir zu. Und dann kommt, bevor das du überhaupt hast, drückst, kommt der Salve. Ja? Und dann stehst du im Endeffekt schon dumm. Ich war zum Holen, so quasi. Der Morgoth, ja genau, stimmt. Herr der Ringe. Der Morgoth. So war's. Das war nicht so, wie gesagt, der Morgoth und der Mock, meine ich, hat der geheißen, der Blutungsheini, die waren ziemlich stark. Und ich glaube, dass sie die da mit dazu rein kann, weil die hat halt, wie wiederhole ich mich jetzt, aber die ist schon nicht ohne, was ich jetzt so die ersten Meter gesehen habe.
Aber nochmal, wir haben es einmal schon fast down gehabt. Also wenn ich die Patterns einmal ein wenig drin habe, dann glaube ich, ist die gut. Dann ist die gut regelbar. Ja? Das ist jetzt eigentlich der eine Angriff, was du halt wirklich extrem viel Respekt haben musst, das ist der komische Sickel-Schnitzel-Dingens, da wo du halt so in den Tee springt, so komisch, und dann halt ungefähr 3 Minuten ausrast. Weil da, wenn es dich erwischt, ist Feierabend, definitiv, das überlebst du nicht. Und selbst wenn ich eine Lebensleistung und die 3-mal so lang ist wie die meine. Aber gut, werden wir uns, wie gesagt, morgen anschauen, ob und wie wir das schaffen. Ja? Wie gesagt, Blutung scheint da sehr, sehr gut zum sein gegen die. Ja? Zudem habe ich dann auch nachgelesen, meine Vermutung war richtig, wenn du zur Zeit des Phasenwechsels keine Blutung drauf hast, macht er dir gar nichts. Ja, aber das kannst du fast nicht vermeiden gegen den. Aber ja, irgendwie muss es ja möglich sein. Das ist auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn du halt da blind reinrennst, so wie es halt in meinem Fall ist, du rennst da blind rein, hast keine Ahnung von dem Boss, was er macht, geschweige denn, dass du überhaupt so ein Boss kommt. Das kannst du nicht vermeiden. Also wie gesagt, der No-Hit-Runner oder einer, der wo das Spiel schon kennt, ich halt nicht, der kriegt das auch ohne dem problemlos hin. Aber wie gesagt, wenn du in meiner Situation bist, du kennst nichts von dem Spiel, du weißt die Gebiete nicht, du weißt die Bosse nicht, ist ja jetzt im Endeffekt dasselbe in Gräer. Ja, ich renne jetzt da in den Boss rein, die Malenia, und die haut mir erst einmal so dermaßen ihr Schwert ums Gesicht, dass man hinten und vorne nicht mehr rauskennt. Nein, nicht, um Gottes Willen, Motzo. Hab ich auch nicht als Vorwurf gesehen. Alles gut. Aber ich glaube, für das stehe ich mich gar nicht so blöd auf. Für das für mich ein Blind Run ist in Elden Ring. Immer gut, ich bin, was Souls-Spiele angeht, geübter Spieler. Ja, also ich kenne das Genre ja zu gut. Aber für das ich blind spiele, meine, stehe ich mich gar nicht so dumm. Mir immer klar, du kannst es halt irgendwann einmal nicht vermeiden zum Sterben. Das ist völlig normal. Ja? Und auch an jeden anderen, der wo jetzt überlegt, mal ein Souls-Spiel anzufangen, ist überhaupt kein Schande, nicht wenn man stirbt. Wirst du das ein zweites Mal spielen? Also wenn man mit dem Main, wenn wir es einmal durch haben, einmal eine Zeile nicht. Aber es kann eng durchaus passieren, dass ich vielleicht auf Elden Ring irgendwann mal so viel Bock habe, dass ich auch einen Guide Run mache dazu. Ja, das kann auch möglich sein, dass man da mal so einen Run machen wie in Demon's Souls zum Beispiel. Wobei Demon's Souls ist halt ein Platin Run, der ist zwar noch nicht fertig, den machen wir aber fertig, zeitnah. Aber es kann durchaus sein, dass wir da irgendwann noch mal einen zweiten Run machen. Möglich. Kann durchaus sein. Mehr hätte ich jetzt nicht anstreiten. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir erst einmal, dass wir den Main Run einmal durch, dass wir zumindest einmal Spiel durchspielen. Und dann lassen wir uns einmal ein paar Projekte dazwischen grätschen, ja, dass wir mal ein wenig von Souls ein wenig Abstand wiederhalten können. Aber wenn wir mal so ein Spieleloch haben, weißt du, wenn wir mal wirklich wochenlang keine Releases nicht haben, die wo sie rentieren, dann kann es, wie gesagt, durchaus sein. Elden Ring ist potenziell ein Spiel, wo sie jederzeit einmal wieder spielen wird. Genau dasselbe war, ich hätte Bock mal wieder mal Sekiro in einem Stream zum Spielen, aber das haben wir halt erst gemacht. Weißt du, wir haben im November erst Sekiro gespielt, da haben wir kurz vor Weihnachten fertig geworden. Das kann auch sein, dass wir das vielleicht irgendwann wieder mal auspacken. Ich weiß es nicht. Das kann sein, muss aber nicht. Aber Elden Ring, ums abschließend zum sagen, ist ein Kandidat, das wo man vielleicht irgendwann einmal wieder spielen. Ja, definitiv. Assassin's Creed 2 war es dann. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Also, so wie es jetzt einmal einschätzen da ich sagen, dass man noch Elden Ring, dass dann Assassin's Creed 2 kommt. Spiele, den hast du noch nur. Da tue ich mich generell bei keinem von eng oben. Ja? Also mal, das, was soll nicht sein wird's wahrscheinlich, das wisst ihr aber, das sind Shooter, weil ich einfach kein Shooter-Spieler nicht bin. Das Einzige, was in die Richtung vielleicht heuer noch kommt, ist Resident Evil 8, wobei halt das kein klassischer Shooter in dem Sinne nicht ist, also jetzt kein Call of Duty und so. Das sind aber die einzigen Spiele, die wo sie so in die Richtung akzeptiert zum Spielen. Ja? Wir haben ja letztes Jahr Resident Evil Sim gespielt. Das hat auch massiv viel Spaß gemacht. Die war zwar dann noch fix und fertig, aber das sind so Spiele, weißt du, das ist okay. Da kommt eventuell heuer noch Resi 8, weil das habe ich zwar gesehen, aber selber nie gespielt. Ja, das ist eventuell, müssen wir mal schauen. Also Planer da das tatsächlich, ich glaube, ich habe sogar letztes Jahr mal angeschmatzt beim Jahreswechsel, dass wir eventuell Resi 8 spielen. Mal, das ist dann für eng wieder lustig, wenn mich da einscheiß, wie nochmal Apps. Finde ich gut, dass du nicht unbedingt Shooter spielst, solche Spiele sind viel schöner. Ja, das ist jetzt mein Geschmack halt einfach. Ich mag auch mehr so Spiele wie jetzt Elden Ring, Assassin's Creed oder so
so basierte Spiele einfach mit offener Spielewelt oder halt mit einer Spielewelt, wo es, wie du sagst, einfach ein wenig eine Geschichte dahinter ist. Ich meine, klar, Call of Duty oder sowas hat auch eine Story, brauchen wir nicht reden. Und was ich halt so beim Bierger gesehen habe, da haben wir das Neue, das Vanguard angeschaut, das hat auch nicht einmal so eine schlechte Story, aber ich will einfach mit dem wie sage ich denn, mit der Spieleart, ich wird da nicht warm. Ich hab das noch nie so wirklich auf dem Schirm gehabt. Ja? Ich spiele dann lieber, weiß ich nicht, lieber so dann einmal so Spiele, eben, was vielleicht jetzt der eine oder andere nicht von Anfang an hat damit. Ich spiele dann eher mal so was wie Naruto zum Beispiel. Das ist zwar auch exotisch Spiel an und für sich, und das wird es auch nicht allzu oft geben, so Anime-basierte Spiele, aber kommt einmal vor, ich spiele dann lieber auch mal sowas, weißt du schon. Aber wie gesagt, es gibt eine Kanalbelohnung, die kostet nicht umsonst 200.000 Unzen. Ja? Da könnt ihr euch einen Ego-Shooter wünschen. Jetzt ist halt die Frage, ob du da für die 100.000, für die 200.000 Unzen nicht lieber in Hall of Fame gehst. Kostet nämlich gerade, in Anführungszeichen, 100.000. Ja? Das Ding ist halt, auch vielleicht damit zu der Erklärung, oder halt gerade aus Anlass, weil Mrs. Wifey kurz davor ist, ja, die hat nicht mehr weit. Jetzt, in der Kanalbelohnung für ein Spiel, für einen Stream wünschen, also ein Spiel wünschen, steht zwar drin für einen Stream. Wenn das Spiel aber so gut ist, dass mir das so stark gefällt, dann kann es eigentlich passieren, dass das ein Dauerprogramm wird. Ja, dass das ins Programm aufgenommen wird und ich das halt dann so lange spiele, bis wir halt zum Beispiel das Spiel durchgespielt haben. Dann hast du halt mit deinen 75.000 Euro, sage ich schon fast, dann hast du mit deinen 75.000 Punkte brutal gut investiert. Wenn du jetzt natürlich hergehst und sagst, ja, ich wünsche mir jetzt vor die 75.000 Visage, dass er sich mal einen Stream so richtig fett in die Hosen scheißt. Okay, ich mach's. Kannst du aber davon ausgehen, dass ich Visage nicht weiterspiele. Dann haben halt die 75.000 Punkte zwar investiert, aber halt auch weg. Ja? Also an euch, für die wo da drauf spekulieren, sich ein Wunschspiel zu wünschen, ja, mit den 75.000. Sucht euch ein Spiel aus, wenn möglich, wo ihr meint, dass mir das gefallen hat. Weil, dann habt ihr vielleicht mehr davon. Ja? Sage ich nur mal als Hinweis. Das ist zum Beispiel das klassische Beispiel. Bevor es der Visage wünscht er lieber Ratchet & Clank, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ratchet & Clank vielleicht weiterspule, ist höher als wie Visage. Just saying. Ja? Ich spiele natürlich auch Visage für einen Stream. Das ist mir scheißegal, was ihr da wünscht. Außer halt Ego-Shooter, aber das ist ja jetzt, denke ich mal, klar. So, jetzt müssen wir mal schauen, wer online ist. Ich glaube, ich habe vorher gerade gesehen, dass der Dampf live geht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er streamt. Und wir haben was von Teststream, habe ich gelesen. Kenne ich nicht mehr. Ja, Ratchet & Clank ist praktisch, ja, habe ich selber auch tatsächlich nie gespielt, aber ist also ein klassischer Titel von früher halt, sage ich mal. War PlayStation, glaube ich, gell? Bitte korrigiert's, mit Nintendo war es definitiv nicht. Gehen wir zum Dampffilme. Gut, dann gehen wir zum Dampffilme. Genau. Dann müsst ihr Mod stellen, Raid Commander ein. Ich meine, alle, die da haben, wissen wie es läuft. Kopieren, beim Dampf einfügen. Bazi gehen wir jetzt mal über Zaunlatten-Crew drüber. Nein, das sage ich, nein, das hört sich blöd an. Das sage ich lieber nicht. Genau. Er macht einen Anno-Stream. Okay. Dann schauen wir zum Dampf. Leils, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass er noch 2 Wochen immer nur so geschubst drauf hat. Wie bevor dass ich mich mal auf meine Social Media Abstinenz begeben habe. Wahrscheinlich komme ich morgen nur mal live, irgendwann Nachmittag. Ich kann es euch nicht hundertprozentig garantieren, das hängt davon ab, wie stark das heute auf Nacht bei der Nachhol-Weihnachtsfeier von meiner Arbeit her eskaliert. Ich versuche mir ein wenig zusammenzureißen, aber wir haben auch 2 Jahre nicht mehr beieinander gesessen, also kann es durchaus sein, dass da eventuell eine Lähmung einsetzt, morgen. Aber falls ich live gehe, irgendwann Nachmittag, so, ich schätze mal so 2, halb 3, irgendwo in dem Zeitraum, dann spielen wir Elden Ring weiter und dann kümmern wir uns um Malenia. Ja? Die hauen wir morgen zusammen. Ja gut, das kann man jetzt... Vergesst, was ich gerade gesagt habe. In diesem Sinne, auf alle Fälle einen schönen Samstag. Merci nochmal fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Dampf, wieder spät auch noch. Und ja. Aber ja, ich bin für heute raus. Hoffentlich bis morgen. Pfiat euch und macht es gut. Und gesund bleiben, vor allem. Ganz wichtig.